Und somit herzlich willkommen und hallo zu einer ganz speziellen Folge hier auf meinem Kanal. Weil, wie ihr schon seht, bin das einmal ich und einmal Dane. Mein gestern am Abend, beziehungsweise mal ist glaube ich Abend gesehen, mein alter Ich, also der Vergangenheitstimo. Und der Vergangenheitstimo hat gestern am Abend endlich seine Einreise geschafft auf Los Santos. Oder auch nicht. Wir werden es herausfinden. Auf jeden Fall habe ich das Ganze aufgenommen. Habe aber extra für GTA Roleplay ein neues Mikrofon gekauft. Habe aber nachher die ersten 50 Minuten vergessen, das Ding einzustellen bei OBS. Darum mache ich jetzt eine Reaction auf mein eigenes Video. Fasse das Ganze auch ein bisschen zusammen für euch, weil es sind 6 Stunden Videomaterial. Probiere es ein bisschen durchzuskippen, für dass ihr einfach den Anfang mitbekommt von dem Ganzen, von Einreise. Und weiter geht es nachher dann jeweils ganz normal mit Twitch-Streams. Und die lade ich dann komplett einfach auf YouTube auf für alle, die es auf Twitch nicht gesehen haben. So habe ich jetzt gefunden, löse ich das Ganze, dass ich euch ein bisschen erklären kann. Weil am Anfang habe ich da sehr viel erklärt, um was es eigentlich geht. Aber ich glaube, wir starten jetzt einfach mal rein. So, da sind wir jetzt im Hotelzimmer. Das ist vor der Einreise auf Los Santos, startet man da auf dem Roleplay-Server. Vielleicht schnell für alle die nicht wissen, was Roleplay ist. Und wie ihr seht, ich habe stumm dort unten im Ecken. Warte, hier. Geh go! Für alle die nicht wissen, was Roleplay ist, da geht es eigentlich darum, dass man eine Figur spielt, wie im echten Leben. Und das wäre in unserem Fall jetzt hier der Bruno. Das ist der Bruno Moser, darf ich vorstellen. Herzlich willkommen. Das ist der Bruno Moser. Der Bruno Moser ist DJ aus der Schweiz, wo es irgendwie nie so richtig geschafft hat, krass durchzustarten als DJ. Und jetzt wegen einer kleinen Finanzkrise in der Schweiz hat er jetzt all sein Geld zusammengekrasst, das er noch irgendwie auftreiben konnte. Und macht sich auf und davon Richtung Los Santos. Test, 1, 2. Ja. Test. Warum? Höre ich? Ja, moin. Da habe ich zwischendurch sogar noch Ton gehabt. Und dann Test 1, 2 und dann 50 Minuten kein Sound. Bravo, Timo. Schön. Ja, lost as hell wie immer. Ja, auf jeden Fall eben. Er macht sich auf Richtung Los Santos. Er hat jetzt fast 2 Monate... Ja, wir warten noch. Ich glaube, jetzt geht es los. Ja, stopp. Er hat jetzt 2 Monate lang probiert, auf Los Santos einzureisen. Hat beim ersten Mal irgendwie noch den Flug verpasst. Also eben, man muss eine Charakterbeschreibung schreiben, eine Biografie schreiben, einen riesen Fragebogen ausfüllen mit allen Regeln, dass man das wirklich begriffen hat, um was es geht. Was man darf machen, was man nicht darf machen, gibt es ganz viele Regeln. Ganz wichtig ist auch immer für euch zum Zuschauen zu wissen, der Bruno und ich sind 2 verschiedene Personen. Das heisst, wenn ich etwas erfahre von euch im Chat, also bitte schreibt nichts solches in Kommentare, auch auf Twitch bei den Livestreams nicht, weil ich darf es sowieso nicht verwenden. Also wenn ihr mir reinschreibt, hey, der hat jetzt das und das gemacht, ich habe es in seinem Stream gesehen, macht das nicht. Lass ihn, weil ich darf es nicht verwenden nachher im Spiel. Ich kann nur die Informationen verwenden, die der Bruno auch wirklich hat. Und sie sind sehr strikt auf dem Server und nehmen das Ganze sehr genau. Was so geil ist, wo es wirklich zu geilen Rollenspielsituationen kann führen kann. So, auf jeden Fall hat er es dann irgendwann mal geschafft auf den Flüger, wie wir sehen. Und ich glaube, jetzt starten wir einfach mal. Es sollte eigentlich kürzer werden nachher als ihr seht schon hier unten rechts 3 Stunden 16 Minuten und das ist nur die erste Hälfte vom Video. Let's go. Ja, der hat alles noch ein bisschen gestockt. Sie haben am Anfang auch noch ein Serverproblem gehabt.
Werden wir dann nachher noch merken. Was sie normalerweise nicht haben, aber gestern ist wirklich wieder der Wurm drin gewesen. Also schon überhaupt bis daher ist bei mir der Wurm drin gewesen, aber das ist ein anderes Thema. So. Boom. Und da sind wir also. Vielleicht schnell zum Erklären, wir müssen dann nicht klopfen, wenn plötzlich wieder Ton kommt. Der Bruno muss natürlich Hochdeutsch reden, weil in Los Santos redet man Hochdeutsch, aber der Bruno kann natürlich nicht wahnsinnig gut Hochdeutsch. Er gibt sich Mühe und er probiert immer irgendwie, aber er bringt einfach den Akzent nicht weg. Ist auch so ein bisschen sein Markenzeichen irgendwo durch. Also ihr hört jetzt, die anderen Spieler reden mit uns, ehrlich wäre ich jetzt auch eine Antwort geben. Ja, ist ein bisschen schade. Auf jeden Fall, hier auf der linken Seite, der Typ in der Trainerhose, der erste Mal. Ja, der vis-à-vis von uns da, das ist, glaube ich, der... Ja, nicht der. Der James. Das können wir nochmal... Ja, wir sehen ihn dann auch nochmal. Ja, hier am Anfang habe ich probiert, ob alles funktioniert. Wir sind jetzt hier am Flughafen von Los Santos gelandet. Ich dachte, ich habe zuerst mal ein paar Zigaretten kaufen. Habe dann am Anfang extrem Probleme gehabt, irgendwie mit dem Menü. Das habe ich dann erst irgendwie 2-3 Stunden später können fixen, weil ich irgendwie nichts kaufen konnte und alles hat extrem langsam geladen. Habe ich dann auch irgendwann fixen zwischen, weil ich den Schnellstart von Windows musste deaktivieren. Also ihr seht jetzt ja hier nichts können auswählen, nichts können hin und her schalten. Ja. Habe mich Gott jämmerlich aufgeregt und bist du schon komplett durch gewesen. Weil ich vorher die ganze Nacht durchgemacht und bin dann am Morgen die Fäden ziehen und dann am Abend noch einreisen auf Los Santos. Und an dieser Stelle, ich bin nervös gewesen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ha? Weil es ist wirklich extrem schwierig, auf den Server überhaupt drauf zu kommen und es muss alles stimmen und du darfst keine Fehler machen und sonst ist es einfach vorbei. Und ja, um zu verrecken, endlich wollte ich drauf kommen, nach über 2 Monaten, als ich es probiert habe. Und ja. Was gehört? Ich habe ein bisschen mit denen geschnurrt, da weiss ich jetzt nicht mehr genau, was ich mit denen gelernt habe, ein bisschen Smalltalk. Da ein bisschen rumgeschaut. Ich glaube, ich habe gefragt für eine Zigarette. Wenn ich mich recht erinnere. Und sie haben gesagt, nein, sie haben keine. Dabei sind sie alle am Rauchen, die Hurensäcke. Interessant, ja. Was? Ja, schick gesagt. Auf jeden Fall, aber auf dem Server, also es basiert auf GTA 5, wie man sieht, das ist klar. Der Unterschied ist aber jeder Spieler, den man sieht, also es sind, glaube mittlerweile über Habt ihr auch 1000... dieses nervige Kind mitbekommen? Ja. Grässlich. Es sind mittlerweile über 1000 Leute auf dem Server, glaube ich. Das heisst meistens 300-400 am Spielen. Und jede Figur, die man sieht in diesem Game, ist eine echte Person mit einer eigenen Geschichte, mit einer Rolle, die sie spielt. Also es gibt wirklich ganz geile Entwicklungen nachher. Ja, Prost. Ja, das ist sogar ein Red Bull. Genau. Ich glaube, jetzt habe ich... Die kleinen Knabbereien, die man zwischendurch beim Flug bekommen hat, war auch wirklich das Beste daran. Ich fand diese Erdnüsse mit dieser Ummantelung... Jetzt kommt mit der schnellen Bits, weil ich probiere jetzt aber, wie gesagt, es ein bisschen zusammenzufassen für euch. Was ist vielleicht noch wichtig zu sagen? Bruno seine Ziele sind so ein bisschen... ja, natürlich wieder als DJ irgendwie durchzustarten, weil es ist so ein bisschen seine letzte Chance, es irgendwie zu schaffen. Am Anfang wird er sich sicher anders irgendwie müssen über Wasser halten. Aber das Ziel wäre schon, da bin ich glaube ich nochmal raus, weil ich irgendwie... Was soll ich da wollen? Irgendwie das hure Menü zum Laufen bringen nochmal. Genau, er muss sich am Anfang sicher irgendwie über Wasser halten, aber dann wäre schon das Ziel, irgendwie DJ zu werden oder einen eigenen Club aufzumachen sogar oder irgendetwas wieder in die Richtung. Ja. Und eben das Gespräch, das er jetzt hat, also er ist jetzt am Flughafen und noch vor dem Zoll. Das heisst, er muss jetzt noch durch den Zoll und dort kommt er dann zur Einreisebehörde und mit denen hat er dann ein Gespräch. Und die entscheiden dann effektiv darüber. Also auf anderen Roleplay-Servern ist es glaube ich so, dass du solche Gespräche auch im Teamspeak hast, irgendwo abseits von dem. Und hier bauen sie das Ganze einfach schon ins Roleplay ein.
Das heisst, du hast das Gespräch, ja, ich habe jetzt Ziggis und Kaffee und so kaufen, hat eben nicht funktioniert. Sie bauen das Ganze ins Game ein, also das heisst, ich habe jetzt das Gespräch und zu dem Zeitpunkt hier habe ich wirklich noch Schiss gehabt, dass sie mich ablehnen, dass ich nicht draufkomme, weil ich irgendetwas falsch mache oder das Mikrofon nicht gut ist oder irgendetwas falsch eingestellt habe und ja, zum Beispiel auch meinen Ausweis nicht können zeigen, weil es nicht funktioniert hat und alles so Zeug kann schon dazu führen, dass sie die ablehnen. Und dann hatte ich wirklich Paranoia gehabt. Und ja, ich habe immer noch das gleiche T-Shirt an. Aber ich habe etwa 20 von denen, also es ist nicht das gleiche. So. Ich glaube, jetzt kumpen wir mal ein bisschen da. Ja, da bin ich dann noch ein bisschen rumgelaufen. Habe mich mit diversen Leuten ein bisschen unterhalten, habe wieder probiert einzukaufen. Habe es irgendwie nicht zum Laufen gebracht, habe mich aufgeregt, wie weiss nicht was. Ja, ich dachte heute hier. einen legeren Look. Normalerweise laufe ich nur im Anzug rum, also von daher. Genau, hier habe ich jetzt James gelernt kennen, das ist der James Shelby. Gehen wir mal ein bisschen zurück. Ah nein, ich glaube, er stellt sich noch vor. Das ist der James Shelby, mit dem haben wir eigentlich auch den Rest des Tages verbracht. Und ich glaube, jetzt lasse ich schnell einfach ein bisschen laufen, ihr könnt ein bisschen eintauchen. Beziehungsweise, nein, es ist eben auch blöd, weil ihr mir nicht hört. Aber ich lasse gleich schnell ein bisschen laufen. Ich könnte euch ja vorstellen, was ich gesagt habe. Und mein Bruno, sein lustiger schweizerdeutscher Akzent, hört ihr dann auch noch genug. Ah, Sie haben den gleichen? Sehr schön. Ich habe ihn Ja, darauf ich angesprochen, dachte, weil heute er gleich mal Bulli einen hat. legeren Look. Normalerweise laufe ich nur im Anzug rum, also von daher heute mal für die Reise etwas Entspanntes, ne? Und wo kommen Sie her? Aus der Schweiz. Aus der Schweiz, sehr schön. Ich bin aus Großbritannien. Birmingham, sagt Ihnen das was? Ja, und Sie kommen aus Zürich oder woher? Aus Bern, du Gecko. Bern. Das Wunder von Bern. Ja, nehmen wir dann ein bisschen erzählen. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich bin Pädagoge. Ich habe einen Doktortitel an der University of Birmingham gemacht. Und ja, dort habe ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Fakultät gearbeitet. Nach dem Studium. Und jetzt dachte ich, neues Land, neue Träume. Wie man so schön sagt. Da habe ich immer ein bisschen erzählt, glaube ich, was ich mache oder was Ja, ich ich denke vorhabe. schon, oder? Das stimmt, das stimmt. Wenn man nach draußen... Wenn man nach... Ja, hören Sie mir auf. Also, ich sag nur englischer Sommer. Was ich zu dem Zeitpunkt hier nicht gewusst habe, ist, dass die Ja. Dame da, Und Sie, was haben Sie hier die vor? gehört zur Einreisebehörde. Die ist uns schon ausspionieren. Die habe ich später dann auch noch angefickt, unabsichtlich. Machen Sie erst einen Weil ich das Urlaub nicht gewusst oder habe. ziehen Sie auch hier hin? Wenn die Ski einfach schon zulassen, die Sau. Ach, sehr schön. Das ist so weird, mir selber gesehen. Zum Glück höre ich mich nicht, es wird dann auch noch schlimmer. Ich hasse es. Es liegt ja, wenn ihr es anschaut, muss ja nicht ich noch selber, oder? Ja. Ja, ach. Neues Land, neue Chancen, genau das ist mein Motto. Ich sage Ihnen auch eins, finde ich schon interessant, was Sie da machen, DJ. Ich bin aber eher so ein Verfechter der klassischen Musik. Ich kann auch klassisch auflegen. Kein Problem, James. Ja, Genau. das stimmt, das stimmt. Nein, ich würde sagen, jetzt gumpen wir wieder heute ein bisschen in der Geschichte. Ja. Da, Ich so. dachte erst relativ wenig Leute, aber es sind gerade doch noch viele Leute anscheinend mit dem zweiten Flieger hier angekommen.
Genau, da haben wir uns ein bisschen unterhalten, uns ein bisschen gelernt kennen, ich und der James. Und jetzt kumpen wir ein bisschen, weil sonst wird es viel zu lang wieder. Dann probiert die Nummer auszutauschen, dann bin ich, genau, ich bin heute auf das WC und wenn im Game auf das WC gehst, dann ist das meistens so der Code dafür, dass du irgendwie PC-Probleme hast oder wenn der Server disconnected oder wenn du neu startest heute, dann gehst du einfach schnell auf die Toilette. Du kannst nicht sagen, mein PC geht nicht. Weil du solltest eben wirklich, also du musst in der Rolle bleiben. So. Und ich werde übrigens auch bei den Streams nicht grossartig können auf eure Kommentare eingeben, vielleicht mal zwischendrin. Ihr seht es auch, wenn ich mich mute unten links, dann kann ich vielleicht kurz etwas reagieren auf irgendetwas, was ihr geschrieben habt, aber ich darf nichts verwenden, was ihr schreibt und eben, ich kann nicht die ganze Zeit «Hey, hallo» und bla bla bla, weil ich muss natürlich in meiner Rolle als Bruno Moser bleiben. So, dann habe ich probiert, ich dachte vielleicht, wenn ich neu starte, geht es dann wieder mit dem Menü und so. Hat aber dann nicht funktioniert, bin ich nochmal auf die Toilette. Und ich habe die ganze Tour Paranoia. Ich biete gerne das Du an. Und? Bei der Einreise oder schmeißt du den Laden? Ich hatte die ganze Tour Paranoia gehabt, dass ich meinen Einreisetermin wieder verpasse, weil mein PC Probleme macht. Weil ich hätte eigentlich schon eine Woche vorher einreisen sollen, aber dann bin ich nicht auf den Server gekommen und dann ist mein Internet noch abgehackt. Also wirklich grauenhaft. Und ich hatte die ganze Zeit Schiss wegen dem. Dann haben wir probiert, die Handynummer auszutauschen. Beziehungsweise da haben wir einander mal Tank gegeben. Ich bin James. Und einander überhaupt mal den Namen gesagt. Bis dahin habe ich noch nicht mal gewusst, wer das ist. Genau, dann haben wir einander probiert, So, Nummern zu geben. Ja, ich gebe dir meine Nummer, warte. Sag, wenn du nochmal so weit bist. Und mein Handy hat aber auch nicht funktioniert, wie man sieht, zur Halbzeit. Ja, ich habe auch schon gehört, diese Sei Handys, gestern- die man hier kaufen konnte, Wirklich ein die bisschen sind ziemlich Problem verbuggt, wa? Ah, ich glaube, die sind von Huawei. Hey! Arsch. Ja, genau, das ist richtig. 555. Dann die 7 und die 9. Die 4 und die 8. Und dann hauen wir noch eine 8 hinterher. Voilà. Und da sehen wir jetzt das Problem. Server Disconnect. Das ist, aber sie haben 2 oder 3 Mal ist gestern der Server abgelegen, weil sie dann irgendwie etwas an den Updates umgeschraubt haben. Gibt es zwischen ihnen nicht allzu oft. Jetzt auf diesem Server funktioniert bis jetzt, was ich gesehen habe, alles relativ gut. Und dann muss man einfach kurz die reconnecten. Kann immer wieder mal passieren. Voilà. Was wichtig ist, ich darf in dieser Zeit nicht einfach davonlaufen, weil eben muss mein Film weiterspielen quasi. Weil ich kann ja nicht einfach verschwunden sein. Genau, da bin ich wieder. Habe nochmal probiert, weil ich glaube eben mein Menü ist immer noch nicht gegangen. Das ist dann die Einreise, also da geht es dann rein, dann ich will schauen, ob mein Voice-Chat wieder funktioniert. Und er hat irgendetwas gefragt, um es zu testen. Hat er nicht so lustig gefunden, hat mir irgendwie blöd angefühlt. Ja, Glaub. ja, schönen guten Tag. Viele. Wo sind Sie denn hin? Ah, genau, da habe ich eben schon den ersten Fell gemacht, weil ich also gesagt habe, es ist ein bisschen leer heute hier. Aber ich darf natürlich nicht ausspielen, dass es jetzt einen Reconnect hat gegeben. Und er so, ja, und die Spieler probieren ja auch gerne so ein bisschen zu ficken mit so Zeug. Er so, ja, wo sind sie denn alle her? Er so, ja, auch auf das WC. Alle gemeinsam. Wisst ihr, was ich meine? Und ich so, ja, keine Ahnung, Scheiße, Hilfe. Nee. Ja, ich bin neu in diesem Gebiet, ich muss es zuerst ein bisschen lernen, okay? Habt Geduld mit mir. Nee, Sie haben nichts verpasst. Geht aber gleich los. Endlich. Ja, aber die ganze Einreise geht normalerweise vielleicht eine Stunde. Bei mir ist es gestern 3 Stunden gegangen. So kann ich schon mal sagen, weil sie eben auch Probleme hatten. Und das führt dann später auch nochmal zu Problemen. Werdet ihr sehen. So, wir kumpen noch mal ein bisschen. Und ich warte, bis alle Leute wieder da sind.
Es ist ein Hey, Flughafen Bruno. in einer Millionenstadt. Ja, da nie in den Spruch rausgelassen. Sie plötzlich alle rumstehen, so viele Leute. Und die so, ist ein Flughafen normal, dass da viele Leute stehen. Und die so, ja, ich meine, um mich herum, geht weg. So. Ja. Ist ein bisschen böse gewesen zu mir. Ja, gehen Sie Bruno. doch. Ich zwinge Sie ja nicht hier zu stehen. Ah, ich bin wieder da. Also, So, okay, Hilfe. ja. Meinst du, wir schaffen es diesmal? So, dann haben wir nochmal probiert, unsere Nummer auszutauschen. Okay. Gucken wir nochmal. Genau. Dann habe ich mir die Nummer Dann auf, die 79 auf einen Block notiert. 488. Einfach für den Fall der Fall, dass es wieder einen Reconnect wird geben. Also, Dann brauchst du es ja jetzt nur noch in dein Handy übertragen, dann kannst du ja einmal durchklingeln. so, ich glaube, jetzt machen wir ein bisschen grösser. Ja, genau, da ist der Server wieder abgehackt. Sie haben wirklich am Anfang ein bisschen Probleme gehabt. So. Und ihr seht, mein Menü hat immer noch nicht super funktioniert, aber eben das dauert noch. Ja, und dann ist es glaube ich schon langsam losgegangen. Und dann steht die Dame plötzlich hier. Und ich so, fuck. Nicht gut. Weil eben vorher bin ich mir schon ein bisschen in die Haare geraten, schon zweimal schon einmal weiter hingen. Ja. Guten Tag. Und ich war wirklich nervös des Todes. Sie irgendetwas falsch machen oder etwas nicht checken, wo man checken. Und also in dem Moment hier, da. Ja, natürlich, einen Moment. Der hat in die Hose geschissen. Der. Bitteschön. Mein Name ist Dr. James Shelby. Der Dr. James Shelby. Doktor in Pädagogik. Ja? So korrekt, ja. So, da bin ich Und auch. dann, ja. Hallo. Nix. Tag. Reisepass. Hier. Danke. Wie Oder heißen- hier schauen sie eben schon so drauf, dass du weißt, wie die Steuerung funktioniert. Also, sie sagen Reisepass bitte, dann musst du wissen, welche Taste du musst drücken und so. Es geht alles so ein bisschen um das herauszufinden. Hast du dich damit befasst, bringst du Zeit mit, hast du die Regeln im Griff, hast du die Steuerung im Griff. Sie? Voilà. Bruno Moser. Wo kommen Sie denn her? Aus der Schweiz. Aus der Schweiz. Und wann haben Sie Geburtstag? 27. Januar 91. Also erst 29. Dann kriegen Sie den Reisepass wieder. Und dann Merci. einmal hinter mir durch die Klasse. Danke. Tschüss. Wo kommen Sie her? Ja, da könnte man meinen, man hätte es schon geschafft, aber das Schlimme kommt erst noch. Habe ich natürlich auch schon gekannt, weil ich von anderen schon genug Videos habe gesehen. Aus München. Und hier einmal durch. Aber der Bruno weiß es und dann natürlich nicht. irgendwie Kriegen hier, Sie den hier in die Ecke Reisepass einmal wieder, stellen. können Sie hinter mir durch die Klasse und das Büro 13 biegen. So. Ja, Bruno, die neue Welt, sie wartet auf uns. Wieso bist du nervös am Flughafen? Ich habe die Hose geschissen. Was denn? Irgendetwas erzählt von wenn Cops und Security rum sind, dann bin ich immer nervös. Ich schätze mal, du bist ein gesetzestreuer Bürger, oder nicht? Klar. Bruno, hast du dir dabei meine Handynummer eingespeichert? Okay, wir machen das Ganze dann draußen, wenn wir Ruhe haben, ne? Ach Quatsch, lass uns das doch gleich machen. Wir wollen ja hier keinen stören. Wir wollen ja keinen stören. Was ich mir muss merken, ist, dass ich die Webcam dann nicht dort unten rechts hast, sieht man das Handy nicht. He? Da habe ich gedacht, ich lehne mich mal cool an die Wange an. Habe ich auch gerade Schwein gehabt. Weil in dem Moment hat er dann das auch gemacht. Ja. Jetzt müsst ihr schauen, was passiert. Der Herr da. Ich glaube, ich werde das schlechte Wetter in England nicht vermissen. Ich das in der Schweiz auch nicht. Hi Jungs. Hey. Du, da habe ich keine Ahnung. Von dem Klima habe ich hier nicht so viel gehört. Bisher.
Aber ich weiß, dass es hier auch ab und zu Schauer gibt und ich deswegen auch Und keinen dann Heimweg gefragt- kriegen werde. Dann gefragt, ob es so schneit hier. Muss ich mir merken, seit die Webcam. So wie ich es jetzt habe, ist glaube ich nicht schlecht. Mehr. Gut, im Stream habe ich es sowieso. Aber im Stream habe ich Donations und so. Ich muss schauen. Aber es ist gut für mich. Im Stream haben wir noch so ein blödes Overlay, aber das kann ich aber glaube ich nicht verschieben. Wo habe ich dort die Webcam? Ich muss nachher schauen. So. Jetzt warten wir alle auf die Dame, glaube ich. Füße von. Ja, genau, da hat sie ihn angefickt. Junge, was hast du deine Scheiche da die Wange? Und ich so, oh oh. Geht gerade hergestanden. Ich war so nervös gewesen. War jetzt ein bisschen peinlich, oder? Ja, ich glaube nicht. Ja, ich glaube, sie hat es aber bei mir nicht gesehen. Aber bleib einfach ganz ruhig. So, der Rest kann in dieses Büro, wo ich gerade eben reingegangen bin, einmal durch auf den Balkon. Vielen Dank. Genauso wie sie auch. Aber eben so etwas kann schon länger, für das sie die nicht drauflassen. Theoretisch. Es ist wirklich Also ich habe ja noch nie wirklich geraucht, bis auf so Zigarre ab und zu mal, ne? Aber so auf eine Zigarette hätte ich... Ja, da haben wir den nächsten Disconnect. Warum? Ja. Dann wieder ein bisschen überspringen, das ist schön jetzt hier im Nachhinein. Ja, dann haben wir uns echt ziemlich lange hier unterhalten. Ganz kurz, ich muss mir mal kurz die Nase putzen. Genau, er geht jetzt auch, er hat irgendetwas nicht gut eingestellt gehabt, er geht jetzt auch nochmal irgendwie etwas in den Einstellungen ändern. Er hat jetzt gesagt, er geht sich die Nase putzen. Das heisst aber meistens, dass er irgendwie schnell abwasser ist. Genau, hier sehen wir es jetzt so mal. Ich habe mich hier jetzt gemutet und mit euch irgendetwas probiert zu schnurren da. Ich habe natürlich dann noch nicht gewusst, dass man nichts hört. Und ich glaube, jetzt kommt auch schon der kleine Teil, wo ich den Sound näher an habe. Und ich glaube, ich mache es jetzt so, dass ich dort gleich das jetzt hier heute zusammenfasse. Anstatt dass ich es schneide, weil dann geht es jetzt gleich ein und dann habe ich nachher ein Video fertig. Weil es ist halt sehr viel jetzt noch Neues gesehen und eben ein bisschen an die Steuerung gewöhnen und lernen und machen und tun. Aber mir ist wichtig, dass man das so irgendwie das tut mir leid. Das gleich mal gesehen hat für euch, wie das aussieht, wenn man da einreist. Dann auch noch andere Leute gelernt kennen, zum Beispiel der Jaron hier. Da. Ja, Bruno. Die anderen Namen weiß ich jetzt wollen wir nicht. uns gleich dann vom Flughafen Taxi teilen in die Stadt oder so? Oder je nachdem. Genau, da haben wir schon ein bisschen etwas abgemacht. Das wäre auf jeden Fall super. So. Heute keine Das Gefühl, dass ich mir eine rauchen könnte. Nehmen wir gleich 2 oder einer? Ich nehme eine. So, wer kommt als erstes mit im Büro? Von mir aus ich gerne. Kommst du mit? So. Das ist er rein und jetzt hat er eben das Gespräch und wir schiessen uns draussen auf dem Balkon auch in die Hose. Schnell zum Sagen, es gibt auch noch verschiedene Einstellungen hier unten. Ja, ich kann jetzt nicht drauf gehen. Das Mikrofon, du kannst die Reichweite von deiner Stimme, also die Lautstärke von deiner Stimme, blöd gesagt, einstellen. Je nachdem, wie laut und wie leise du redest, hören sie die weiter oder weniger weit. Es ist alles wirklich wie im echten Leben. Also das heisst, ich höre auf den Kopfhörer und ihr jetzt auch auf dem, wenn ihr es auf Kopfhörer hört. Wenn er rechts von mir steht, dann hört ihr ihn nur auf dem rechten Ohr. Umgekehrt links ist klar, hinten vorne. Wenn ich von einem weglaufe, wird er immer leislicher. Wenn ich telefoniere, habe ich ihn nur an einem Ohr. Und so weiter und so fort. Also müsst ihr euch dann nicht fragen, das sind nicht Bugs, das muss so sein. So, ich glaube, hier kommt jetzt der Moment, wo ich endlich mal geschnallt habe, dass ich keinen Sound habe. Nein, noch nicht. Und wir kumpen noch schnell ein bisschen vor. Ja, das ist jetzt sehr, sehr viel warten, weil eben nach ihm haben sie dann massive Probleme gehabt, irgendwie mit dem System vom Einreisen. Und er ist dann auch plötzlich weg gewesen, der Sheriff da. Und wir haben jetzt hier aussen wirklich, glaube ich, 1,5 Stunden nachher gewartet. So, ich glaube, hier merke ich es jetzt. Hallo Timo, check, 1, 2.
Timo, bist du da? Lass mal das Mikrofon an. Also in die Richtung schauen, hä? Timo, hey, Mikrofon an. Ja, guter Bub. So ist brav. Oh Gott, kann sein, dass ihr mir die ganze Zeit nicht gehört habt. Das gibt's doch nicht. Scheiße. Ja. Toll gemacht, Timo. Toll gemacht. Ja. Dann seht ihr es von jetzt an. Vielleicht schneidet ihr den Anfang weg. Auf jeden Fall herzlich willkommen bei Lucky V. GTA Roleplay. Auf dem Server von Lucky V. Lucky V. Das ist der Bruno Moser hier. Der Bruno Moser ist DJ aus der Schweiz. Das habe ich auch schon erzählt, Timo. Darum ist sein Hochdeutsch auch nicht so gut. Er probiert heute einzureisen. Ihr habt es jetzt vielleicht schon gesehen. Vielleicht tue ich es einfach schnell abspielen und nein, wir machen es so, wie ich es jetzt gemacht habe. Das Mikrofon ist nicht gelaufen. Ich habe ein neues Mikrofon und habe vergessen, das so einen Giggle umzustellen. Vor allem schaut euch den Typ mal an, wie hässlich der ist. Ja, von jetzt an bekommen wir alles mit. Auf jeden Fall werde ich auf twitch.tv/DJTimoG in Zukunft Streams machen von Lucky V. Folgen, alle Folgen! Ich habe das Hoden flattern. Ich bin nervös wie eine Sau. Ich habe jetzt mein Einreisegespräch nach 2 Monaten, wo ich probiere, hier auf den Server zu kommen. Wie ist es jetzt entschieden? Und falls alles klappt, gibt es dann regelmäßig Streams von Bruno Moser hier auf Lucky V aus Los Santos und seinem Leben und was das Haus heisst, werdet ihr sehen. Genau, aber die erste Folge hier ist jetzt für YouTube, weil ich Angst hatte, sonst ist das Internet vielleicht zusammengekackt, weil ich schon mal probiert einzureisen und dort ein Problem mit dem Internet und darum habe ich gedacht, heute gehe ich auf sicher und nehme einfach auf und dann vergesse ich das Mikrofon anzulassen. Ja. Bravo! Alle so still hier, Jungs. Ja, keine Ahnung. Alle nervös. Nehme ich an. Mal wissen, mit wem die zu tun haben. Ja. Ich bin Bruno, freut mich. Ich bin Ray, grüß dich. Ich bin Jerome, was geht? Und wer bist du? Ich bin Niklas. Grüß dich, Niklas. Ich muss vielleicht noch schnell sagen, ja, zuerst noch extremer wollen Schweizern, habe es aber nicht vergessen. Und einfach so, ja, er hat immer noch genug Schweizer, also es ist immer noch genug schlecht, für das ich mich schäme dafür, aber ich rede natürlich, also ich kann es besser, ja. Das ist der Bruno, der so redet. Hi. Moin, moin. Wo kommt ihr denn so her? Schweiz. Schweiz? Odessa, Texas. Norden, Deutschland. Und du? Cool, cool. Ich bin aus Washington. Ah, nice. Boah, Und warum seid ihr hier? Ja, wegen dem Wetter. Wieso ist in der Schweiz kein schönes Wetter? Ja, schön schon, aber kalt. Ich habe jetzt schon heiß hier. Ja, Ego. Als erstes muss ich gleich mal irgendwie... Pullover, ne? Ja, genau. Ich muss mir... Das erste, was ich machen muss, ist ein T-Shirt kaufen. Und bei dir so? Ja, ich brauche mal was Neues. Ne? Ich war bei der Army. Ein paar Jahre. Um mal ein bisschen entstressen. Und das ist ja, glaube ich, in Los Santos ganz entspannt. Ja, ich hoffe es. Wer hast du von den Plätzen hier erfahren? Wer jetzt? Egal wer. Willst du? Also, ja, ich hab's im Fernsehen gesehen, ne? Wird ja viel berichtet. Ja, ich habe einen Flyer gefunden. Also bei mir waren es Freunde und Verwandte, die mal im Urlaub waren hier. Und mir dann berichtet haben. So, ich glaube, das ganze Clear vor einer Stunde, das mache ich jetzt gefallen und überspringe das ein bisschen. Es ist, glaube ich, auch nicht mehr wirklich Grossartiges passiert nachher. Wir haben uns da ein bisschen unterhalten, was sie so vorhaben und blablabla. Das werdet ihr in Zukunft noch mehr sehen. Ich probiere jetzt einfach
das erste Video ein bisschen kurz zu halten. Nachher werde ich dann wirklich immer die kompletten Streams von Twitch nehmen und noch auf YouTube laden. Dass ihr so im Nachhinein noch könnt anschauen könnt. Falls ihr beim Livestream nicht dabei seid. So, sind wir da mal ein bisschen, haben uns alle ein bisschen unterhalten. Sie ist da gewesen. Okay. Alles klar. Mhm. Ja. Ja genau, dass sie uns eben sagen, dass sie ein bisschen Probleme haben im Moment und dass es alles noch ein bisschen dauern kann. Es ist wirklich... da sind wir nochmal einkaufen. Also ich habe es nochmal probiert, ich habe es nicht geschafft. Ein Kollege hat mir dann einen Burger... er hat mir dann einen Burger und etwas zu trinken gekauft, weil man muss in diesem Spiel auch essen und trinken, sonst kippt man irgendwann um. Und ich war froh, dass er mir etwas gekauft, weil ich effektiv nichts kaufen konnte, weil das Menü nicht funktioniert hat. Haben wir uns noch ein bisschen weiter unterhalten und irgendwie probiert, Zeit totzuschlagen. Uns da mit denen vorreingehen. Das wären schon die nächsten gewesen, die einreisen. Also ich hatte Einreisetermin um 6 Uhr. Mittlerweile war nach der 7. gewesen. Das sind die am 7. einreisen. Also es hat sich natürlich dann alles verdammt verzögert, weil sie eben Probleme hatten. Also ihr habt gesehen, es ist jetzt von unserer Gruppe von einer eingereist. Und das war der James. Und der dann draussen auf mich muss warten. Ja. Da ist jetzt eben nichts wirklich Weltbewegendes passiert. Also ich hoffe es mal, ich weiß natürlich nicht, es kann sich mit jedem von diesen Charakteren später noch irgendetwas ergeben, aber ich weiß nicht mal mehr gross, wie sie geheissen haben. Also ich weiss, er hat irgendwie früher Autos geklaut in Deutschland, Import-Export mit Polen und so. Die anderen wüsste ich nicht mal mitnehmen. Der Jeron, den weiss ich noch, aber sonst... Ja. Mal, der heisst glaube ich Ray. Irgend so etwas. Falls wir die später mal wieder treffen, ich habe keine Ahnung, ob wir das wieder merken können. Aber ich muss mir natürlich dann schon ein bisschen einen Namen machen als DJ. Dass ich ein bisschen bekannt werde. Ja. Alles ein bisschen überspringen, eben blablabla. Und irgendwann, da ist nicht der Jeron rein. So. Da ist es dann für uns ernst geworden. Ich hab Zeit, ich kann warten. Also Okay, der dann komm ich mit Bruno rein. Okay. Dann rein. Hey, meine Pause an dieser Stelle. Ich habe in die Hose geschissen, ich kann euch sagen. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Und es ist mir auch ein riesen Feld Wo möchtest du passiert. sitzen, Bruno? Hier, gerne. Ich hatte verdammt Glück gehabt. Wenn es passt so für dich. Also ich muss sagen, ich habe ein riesen Glück gehabt, weil die Serverprobleme waren, haben sie es auch ein bisschen lockerer genommen. Oder sie, ich weiß nicht, ob sie das normalerweise gemacht hat oder der Ragnar. Auf jeden Fall hat es mir, glaube ich, ein bisschen den Arsch gerettet. Weil der James, weiss ich, ist wegen dem, was mir jetzt passiert, beim ersten Mal nicht reingekommen. Jogginghose ist auch hässlich. Oha! Ja. Sieht so aus wie Übergrößenabteilung. So. Sie erfüllt ihren Zweck, sie ist bequem. Hm. Machen Sie mal den Mund auf. Ah. Länger A, bisschen mehr A. Ah. Haben Sie noch Mandeln? Nein, die sind schon lange raus. Solches Zeug ist zum Beispiel eine Anspielung, dass mit dem der Sound irgendetwas nicht gut ist. Ich weiß jetzt nicht, ob er später einreisen durfte oder nicht, weil ich glaube, er ist nach mir noch da gewesen. Aber es kann sein, dass er nicht rein dürfen, weil sein Sound nicht ist gut war. Aber ich habe jetzt bei ihm nichts gehört, er hat relativ okay getönt. Aber es kann natürlich schon sein, dass sie das anders beurteilt oder sie ein anderes Headset hat und bei ihm Scheiße tönt und ist durch. Ich habe gerade gedacht, ich habe den Mandeln gesehen. Das können noch Reste vom Burger sein, dann tut's mir leid. Oh. Ja, so zwischen Flug und hier war leider keine Zeit mehr. Haben Sie nichts zu trinken oder so, wo Sie mit runterspielen können? Doch, habe ich. Kann ich auch eben mal gerne machen. Da kann ja der andere sich schon mal vorstellen. Ja, gerne. Naja. Ich heiße Bruno Moser, komme aus der Schweiz. Bruno Moser, ich kenne nur einen Bruno Mars. Nee, ist nicht ganz derselbe. Nicht ganz derselbe. Aber auch musikalisch, ne?
Oh, ja, okay, aber sind Sie musikalisch? Ja, ich war DJ in der Schweiz. Die letzten, DJ in der die Schweiz. letzten Jahre, genau. Also. Das heißt, DJ in der Schweiz, scheiß DJ oder guter DJ? Ja, das liegt immer im Auge des Betrachters, ne? Okay. Aber sie hat mich so hops nehmen. Jetzt, ja, merkt es jetzt. Aber ja, hat irgendwie nie zum großen Durchbruch gereicht bei mir. Mhm. Aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass... Darum hocke ich jetzt hier und nehme Let's Plays auf. Bruno, ich habe ja auch schon so ein bisschen unsere Parallelen, weißt du, noch nicht gemerkt hat. Aber ich glaube, es ist schon gerne gut für das erste Mal Roleplay, wenn man so ein bisschen eine Figur nimmt, wo man sich identifizieren kann damit. Recht selbstkritisch bin und irgendwie nie was durchgezogen habe, so. Das stimmt nicht, he? Das bin ich nicht. Ich bin schon ein bisschen anders unterwegs als der Bruno. Bruno ist einfach nicht so gut gelaufen. Und wie lange waren Sie denn schon DJ? Ja, die letzten, lassen Sie mich nachdenken, 15 Jahre, glaube ich. Ja, kommt hin. Mit 14 habe ich angefangen. Mit 15 Jahren? 14. Da habe ich den ersten grossen Fehler gemacht. Aber habe mich retten. Weil, die müsst überlegen, ich habe die Bewerbung irgendwie einen Monat vorher oder so eingereicht. Ich habe doch nicht gewusst, was ich da geschrieben habe. Yep. 14. Also war ich DJ, da habe ich, klar ging ich noch zur Schule, aber da habe ich angefangen. Ein bisschen weiter? Ja, gerne. Ja. Dann reden Sie weiter. Hören Sie mich so? Ja. Okay. Ja. Okay. Ja, ich war mit 14 Jahren so neben der Schule angefangen. Mhm. Dann noch eine Ausbildung zum Verkäufer gemacht. Mhm. Aber dann recht schnell aufs DJ-Sein fokussiert und davon gelebt. Okay. Weil das Ding ist natürlich, wenn ich etwas nehme, wo ich im echten Leben auch ein bisschen Ahnung davon habe, dann kann ich auch im Roleplay etwas davon erzählen. Ich kann ja nicht sagen, ich bin Atomphysiker gewesen und dann fragen sie mich etwas und dann bist du nicht. Ach ja, Sie haben ja schon, als Sie Ihren Antrag auf Einreise verschickt haben, haben Sie ja schon ein bisschen was über sich preisgegeben, ne? Mhm. Da steht aber drin, dass Sie die letzten 10 Jahre DJ waren. Und Sie haben gerade gesagt, Sie waren die letzten 15 Jahre So nicht. DJ. Ja, das ist natürlich, ich habe seit 10 Jahren lebe ich davon. Ja, aber trotzdem, das ist ein himmelweiter Unterschied, wenn man sagt, die letzten 10 Jahre hat man gearbeitet. Oder die letzten 15. Gearbeitet Ja, habe ich als DJ und DJ ist in der Arbeit, ne? Ja, klar, aber mit 14 habe ich ja noch nicht das gearbeitet, da war es mehr noch ein Hobby. Wann sind Sie denn nochmal welches Jahr geboren? 91. 91. Genau. Dann sind Sie jetzt 29. 29 minus 15 sind 14, ne? Jupp. Ja. Nach Adam Riese. Ja, also Sie haben mit 14 als DJ gearbeitet, aber doch nicht... Nee, wie gesagt, ich habe angefangen aufzulegen, DJ. ja. Und darum habe ich es auch so in der Bewerbung geschrieben, weil so richtig als DJ arbeiten sind 10 Jahre. Aber sie haben mich ja gefragt, was ich so mache oder gemacht habe. Aber sind Sie jetzt so Promi oder eher... Da habe ich mir heute die Hure den Arsch gerettet. Also, ja, geht so. Rentnerparty. Nee, ich kam schon ein bisschen rum, aber ich hatte nie so den richtig großen Durchbruch, um es irgendwie groß zu schaffen. Und die Lebenunterhaltungskosten in der Schweiz sind halt ziemlich hoch. Ja, und dann irgendwann gab es da noch so eine kleine Clubkrise. Clubkrise? Jupp. Rockerclub? Nee, von den Clubs, Musikclubs, Discos. Ach, Diskotheken, Genau. hier, Nachtleben, Stadtleben. Genau. Und dann hatte ich keine Arbeit mehr oder weniger. Und jetzt habe ich alles, was ich noch habe, zusammengepackt und möchte es gerne hier versuchen. Und
Warum gerade Los Santos? Warum nicht, keine Ahnung, Miami Beach? Naja, weil mich der Trump nicht auf Miami eingeladen hat, Wichser. Ich hatte Verwandte, die mal hier im Urlaub waren. Die haben wir auch da die Cap, die ich jetzt anhabe, mitgebracht. Und die haben mir vorgeschwärmt von Los Santos. Wie schön es da ist und wie das Wetter, und habe auch das mit dem Cap hier noch eingebaut, weil ich Angst hatte, dass sie plötzlich sagt, von wo hast du das Cap, wenn du noch nie bist hier gewesen. Ja. Und viel anderes kenne ich nicht. Also klar, Miami hört man auch, aber ja. Ja. Was sind Ihre Ziele hier? Naja, erstmal möchte ich mich irgendwie über Wasser halten. Und dann wäre es schon das Ziel, eigentlich wieder als DJ durchzustarten und vielleicht mal der größte DJ zu werden hier, ne? Oder Das Ding ist, man fängt ja immer klein an. Genau. Würden Sie sogar in Bars auflegen oder in Cafés Klar. oder so? Klar. Also ist Ihre Musikrichtung, die Sie abspielen, sag ich jetzt mal, für die Normalos und nicht so... Genau. Nee, ich mach komplett alles. so Hardbass Nee. sowas. Nee, ich mach komplett alles. Also ich habe auch in der Schweiz, ich habe von Clubs über Hochzeiten, über Firmen-Events, ich habe alles gemacht. Also musikmäßig auch alles. Genau. Wie stehen Sie denn zu dieser Musikrichtung, diese ganz neue aus Asien? Wie heißen die? Was ist das nochmal? K-Pop? Ja. Ja, geht. Geht? Geschmackssache. Fettnäpfchen. Haben Sie schon mal Lieder davon gehört? Habe ich auch schon gehört, ja. Und wie finden Sie die? Naja, ich muss immer differenzieren, mein persönlicher Geschmack und mein Beruf als DJ, ne? Aber wenn jetzt Ihre Gäste das mögen, so sagen sie, ja, Herr Moser, ich habe hier eine Liste von meinen Lieblingsliedern für meine Hochzeit. Ja, und dann ist die Hälfte davon K-Pop? Kein Problem. Also stehen Sie dahinter mit voller Leidenschaft, Happiness? Absolut, weil und tanzen sogar mit? Genau. Weil mir geht es mehr um die Emotionen, ums Gefühl, um die Freude der Leute, wenn sie Musik hören, wenn sie Party machen und sich gehen lassen, als um die Musik selber. Also ich liebe ja K-Pop. Also Schön. was ich da gehört habe, so ist echt nicht schlecht. Ja, vielleicht brauche ich einfach noch ein bisschen mehr Erfahrung damit. Ich empfehle mehr die Männer und nicht die Frauen. Die Frauen sind so eher so... Okay. So, das ist so... Ja, das war das, was ich so gehört habe bis jetzt. Ja, und die Frauen sind auch sehr knapp gekleidet. Und ich finde, bei den Männern, wenn die dann so loslegen, tanzen und so weiter und so fort, da sieht man richtig die Leidenschaft und das hat... Also der Bruno hat keine Ahnung, was K-Pop ist, ja? Ich schon, der Bruno nicht so. Er blufft einfach jetzt. Training, die machen das nicht, weil sie Geld haben wollen, sondern weil sie darauf Bock haben. Okay, das klingt schon eher nach mir. Ja. Müssen sie sich echt mal angucken im Ja, Internet mach ich, oder so. unbedingt. Blut, Schweiß und Tränen stecken die rein. Darum geht's, darum sollte es gehen, ne? Ja, damit der andere das auch schon mal mitkriegt. Ja, mir ist so in die Hose geschissen. Wenn sie einen Job suchen, ich sag jetzt mal, dann auf die Schnelle, dann zum Department of Labor. Die müssten eine App schon mal runtergeladen haben. Es gibt so eine bestimmte App. Das ist so ein Must-Have hier in Los Santos. Da gibt es Department of Labor und auf der Venture-App, da gibt es Stellenausschreibungen. Das heißt aber nicht, dass es die einzigen Jobs sind, die da sind in unserer Stadt. Also wenn sie da hingehen und sagen, ich hab Bock auf das und das, dann werden die auch bestimmt in ihrer Datenbank einen hübschen Job für sie finden. Weil jeder, der irgendwie eine Stelle hat oder so, kommt zu denen und sagt, hier, ich habe einen Job zu vergeben. Okay. Verstehen Sie das mal? Und es gibt Sozialhilfe, ich sag jetzt mal für den Anfang, $40 pro Stunde. Okay. Aber dafür müssen Sie sich natürlich einstempeln, damit
ist aber so etwas, das ist alles Zeug, das ich schon kenne, weil ich schon hunderte von Stunden bei anderen geschaut habe. Aber der Bruno weiss es natürlich nicht. Der Bruno hat keine Ahnung, was hier abgeht. Das natürlich registriert wird, ne? Okay, okay. Ja. Also das macht man auch beim, wie sagten Sie? Department of Labor. Okay. Schreib mir das mal kurz auf. Das wird ja per Bank überwiesen und nicht per Bargeld. So, sie kommen dann nicht so vorbei und sagen, hier, ich will Geld. So. Ich schreibe mal eben mit. Mhm. Hm. Und dann müssen sie ja noch zum LSPD, weil sie eine Personenakte erstellen müssen. Mhm. Mein Kollege ist ja gerade abgehauen, das ist eher so sein Büro, das heißt auch sein PC und sein Passwort. Ich hab nix. Okay. Ich habe das gesehen mit den technischen Problemen. Mhm. Ungünstig. Deswegen müssen sie zum LSPD und sich die Personenakte selber schreiben lassen. Okay. Wer möchte eine Taxinummer? Könnte sein, dass... Gerne. Gerne. Die Gerne. kann man immer gebrauchen. Ich hätte auch noch eine Frage, das LSPD, wo ist das? Westlich in Los Santos, in der Nähe vom Strand, Vespucci Beach. Vespucci Beach, okay. Ja, nur der Taxifahrer wird fragen, wohin, ne? Mhm. Ja. Ich glaube, wenn du ihm sagst zum LSPD, der wird das wissen, wo das Ja, ist. Okay. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ob es hier mehrere Posten gibt oder nur ein. Ich probiere sie zu ficken, weil man soll ja ausspielen, dass es eine Millionenstadt ist. Es gibt aber nur ein Police Department. Das ist ein bisschen komisch, wisst ihr, was ich meine? Aber ja. Ohne die Vorwahl? Ist 3, nicht 2, drauf 2. eingegangen. 3, 2, 2. Ja. 4, 6, 9. 4, 6, 9. 469, ja? Ja. Einfach Taxi, ne? Und der nächste Disconnect. Ja, und da sind wir wieder dran geflogen. Hey Mann. Kumpen mal schnell wieder ein bisschen weiter. PC läuft voll, meine Festplatte läuft voll. Ich hoffe, ich bringe alles drauf. Mal einigermaßen gerettet. Was ihr Bewerbung geschrieben habt, ich nicht gewusst, ob ich selber. Schauen, ob ich die abgehe. Mhm. Okay, dann ist die 721311 ist deine, ne? Richtig, genau. Okay. Ah shit, da hat mir ja auch noch die Nummer gegeben. Da haben wir auch noch die Nummer austauscht. Das hat jetzt aber Bruno schon wieder vergessen. Das ist jetzt eben auch so etwas. Da sehe ich im Nachhinein. Gut, ich glaube, das dürfte ich jetzt sogar verwenden, weil der Bruno hat die Information schon mal bekommen und hat sie auch gespeichert im Handy. Also ich glaube, das dürfte ich jetzt verwenden, auch wenn es der Timo eigentlich schon wieder vergessen hat. Der Bruno weiss es ja. Aber er hat sich noch nicht beim Herr Gray, also er hat glaube ich die Nummer nicht gespeichert. Das hat schon wieder voll vergessen. Sorry, ich muss auf Klo. Kein Problem. Kein Thema. Wir bräuchten bitte nochmal die Taxinummer. Nicht gespeichert, scheiß Handy. Mhm, die Handys sind echt doof. So, also unter uns ist ziemlich unorganisiert irgendwie hier, hä? Ah, ich glaube, das ist, weil es so viele einreisen wollen, ne? Okay. Department of Labor auch beim LSPD? Nee, das ist weiter nördlich, Richtung Ich Weinburg. mache jetzt so schnell Okay. eine Kump. Ähm, Ich denke, der Taxifahrer wird Bescheid wissen, ne? haben Sie denn jeweils einen 10er für Bearbeitungsgebühr? Ich mache das ja hier nicht umsonst. Klar? Dann gehe ich mal hier ein bisschen zur Seite. Dürfen wir noch Ihren Namen erfahren? Warum? Da habe ich Einfach aus das Interesse. nächste Problem gehabt.
Ja, ja. Weil mein Menü nicht geht, Aber die habe ich dieser meisten Dame auch fragen kein das Geld immer, um können mir dann geben. später noch irgendwie eine Aber das SMS hat sie oder was zum auch Glück immer zu nicht schicken, ne? gemerkt. Nein, Ich habe ihre nämlich Nummer nichts gezahlt zum Einreisen. Ja, aber die fragen ja bestimmt die zweite Frage so von wegen, wie heißen sie? Ich Und hoffe, dann dass sie das im krieg ich ihre Nachhinein Nummer. nicht sehen und mich vom Nein, ich hab Server nur aus schießen. Interesse gefragt, wirklich. An dieser Stelle, sorry. Es hat nicht funktioniert. Ja. Dann, ja, wie gesagt, ich heiße Shari. Irgendwie nicht funktioniert. Okay, So. cool. Ja, okay, cool. Und jetzt So. passiert ein grosser Fail. Ja, Entschuldigung. Wie bitte? Ich bin da gestolpert am Das ist die Teppich. Chefin, Finger weg von der Entschuldigung. Chefin. Hey, Bruno. ich bin Reiß dich mal nur zusammen. gestolpert. Ich habe mich aufgefangen. Entschuldigung. Ja, ja. Tut mir leid, Madame. Noch einmal raus aus dem Flughafen. Tut mir wirklich leid. Entschuldigung. Chefin! Ihr Ehemann ist 2 Türen weiter. Es tut mir echt leid. Ich wollte Das da ist- irgendwie, ich hab da ist einen der- Schritt gemacht und bin gestolpert. Der Herr, der eben gerade hier in der Tür war mit dem pinken Lachshemd, das ist der Ehemann. Oh, tut mir echt leid. Hast du Glück gehabt, dass der gerade wieder raus ist? Ja, Der gibt Schläge hier. tut mir echt leid. Ich bin manchmal ein bisschen schusselig. Ja. Stolper über die eigenen Füße. Ich wollte Ihnen eigentlich den Stempel geben für den Reisepass hier. Oh nein. Dann geben Sie den Reisepass so schnell wie möglich. Nicht, dass gleich hier Ehemann Sam vorbeikommt und dann einen sitzen lässt. Dankeschön. Ja, Das heißt mehr K-Pop, Bruno, weißt du, ne? Ja, definitiv. also K-Pop ist das Beste. Hey, es ist so mühsam. Das passiert mir leider noch ein paar Mal. Und zwar liegt es daran, dass aber mein Menü hat nicht funktioniert und wenn ich aber aus dem Bildschirm raus habe und dann wieder rein, dann klicke ich und mit dem Klick schlage schon. Also sie haben jetzt zwar nur gemüpft, aber ich hätte auch eins in die Fresse holen, weil eben mit Klicken schlägst und das muss ich unbedingt noch ändern, weil sonst wird mir das dauernd noch passieren. Ich muss in der Steuerung von GTA das noch umstellen. Sonst werde ich dauernd irgendwelchen Leuten auf die Fresse hauen, unabsichtlich. Und eben genau aus diesem Grund ist der James das letzte Mal, als er auf ihre Einreise nicht reinkommen, weil er irgendjemand auf die Schnur gehauen. Werde ich mir merken. Hure Glück gehabt. Ja, gehen Sie mal ein Stück zur Seite, Herr Raymond. Dann kommen Sie mal mit. Die Security muss ja die Tür jetzt lange mal aufgekriegt haben. Genau, sie haben ja das Problem, dass irgendwie die Türen nicht mehr sind aufgegangen. Bisschen gezickt. Dann Okay. kommen wir mit. Alter, ich einfach die Chefin boxt. Scheiße. Dann einmal bitte durch die Tür und dann tschüssi. Also geradeaus, ne? Geradeaus. Okay. durch. Dankeschön. Tschüss. Und da habe ich leider vergessen zu fragen, wenn man einreist, teilen sie einem zum Teil noch Sozialwohnungen zu. Habe ich leider vergessen zu fragen wegen Wohnungen und wenn du mal draus bist, ist der Zug abgelaufen. Und es ist sehr schwierig, noch irgendwie an Wohnungen zu kommen. Das wird jetzt in den nächsten Streams das grosse Thema sein, denke ich. Und hier, endlich! Ja, wir haben es geschafft! Nach 2 Stunden und 17 Minuten sind wir endlich da! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hallo! Ah, was für eine Tortur! Ja, jetzt kommt aber, muss ich dir leider sagen, dass die nächste Tour jetzt auch kommt. Wie kommt man hier weg? Ja. Bruno, ich habe mal eine Frage. Weißt du, wie ich vielleicht meinen Ausweis hier besser in... Ich lasse euch schnell ein bisschen schauen, lasse heute ein bisschen laufen, wir kumpen dann noch mal ein bisschen. Ich hole mir schnell etwas zu trinken, lasse ein bisschen laufen und ich muss schnell schauen, wenn ich das Mikrofon kann muten kann. Oder auch nicht. So hat ihr mich nicht gehört. Okay, lasse euch heute ein bisschen schauen. Bis grad. mein Portemonnaie zurückkriege. Ich habe echt keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Der klemmt total.
Keine Ahnung, ich muss mal schauen. Ja, ich glaube, ich habe dasselbe Problem. Ich glaube, das ist, weil die US-Ausweise hier ein bisschen größer sind als unsere. Ja, ich glaube auch. Das kann sein, dass er nicht mehr in deinen... Ja. Das ist echt ärgerlich, das ist echt ärgerlich. Was mir sonst? Komm hier weg. Ah, ich will hier weg. Ich will nicht mehr am Flughafen sein. Also ich habe ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe meinen Ausweis verloren sogar. Oh. Ach du Heilige. Sag nicht, Bruno. Das wäre jetzt blöd, ey. Das wäre richtige Bloody Hell. Ja, sieht so aus. Aber ich muss mich sowieso irgendwie noch da beim LSPD melden. Ja, geht mir ähnlich. Um mich zu registrieren. Und ja, vielleicht können die mir auch gleich helfen. Habt ihr schon ein Taxi oder so gerufen? Ja, das ist das Problem. Es gibt keine Taxis. Also es geht gerade einfach nicht einzurufen. Wir haben es schon beide probiert. Okay, sonst versuche ich auch mal. Ja, probierst du auch mal. Oh, jetzt habe ich Cola an den Jetzt gibt mir meinen Ausweis auch, Mann, ey. Liegt dein Ausweis auch wieder in der Hand? Ja, die Cola. Ah, tut mir leid, dass jetzt mein Ausweis deinen Ausweis verklebt hat. Ach, alles gut. Ich habe gerade noch wieder reinbekommen, ey. Ja, Bruno, wir müssen jetzt hier auf den Bus warten, aber wir müssen uns auch gleich noch ein Konto erstellen, wurde uns schon gerade gesagt. Konto erstellen und zu diesem Department of Labor, glaube ich. Genau, Ja, und zur Polizei. Und zur Polizei. Was müssen wir bei der Polizei noch machen? Also ich muss mich registrieren, weil irgendwie der Typ nicht da ist, der das normalerweise macht hier. Warst du nicht bei mir im gleichen Raum? Doch. Da war Aber doch dieser- der war nach dir, war der nicht mehr da. Pakistani war doch da, oder was, ja? Ja, der war dann weg. Oh. Wir machten uns schon Sorgen um dich. Hattest du versucht, mich anzurufen? Ja, ich Das hab's ist versucht, aber dann haben sind sie wiedergekommen. Also nach dir haben wir jetzt irgendwie eine Stunde oder so gewartet, ne? Oder 40 Guck Minuten. nochmal. Ja, Okay, also ist das deine Nummer? genau. Dann habe ich dich gut richtig eingespeichert. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, Bruno. Ich warte jetzt hier locker eine Stunde auf Ja, dich. ja. Ja, wir uns auch. Wir dachten, weil du bist verschwunden und der Typ ist verschwunden. Und ich dachte schon, du bist da irgendwo im Hinterzimmer. Ja, das sah auch erst danach aus. Die wollten mich nicht gehen lassen. Die Security hat mich festgehalten. Oh, Scheiße. Also in circa 10 Minuten sollte der Bus eigentlich wieder hier sein. Ah, Der okay. fährt hier alle 20 Minuten. Nice. Ja. Aber schon mal drin, das ist die Hauptsache, glaube ich. Ach du Scheiße, du glaubst es gar jetzt nicht. erreicht Ich habe mich JD nicht, erkundigt, was Autos kosten, ne? Okay. Ja, das ist ja unfassbar, wie teuer die sind. Und wie viel? $6.000 das günstigste Fahrzeug. Boah. So wurde es mir gerade gesagt. Ja, gut, dass wir Nikolas kennengelernt haben, ne? Warte, wer ist Nikolas? Ja, der Homie, der da drin, also falls der auch reinkommt. Weil der macht irgendwie damit Import-Export. Oh, Ach, der was organisiert. Angeblich. Ja, wunderbar. Vielleicht kriegt man ja über den ein paar Rabatte. Wer weiß. Hören wir Aber es. mein Ausweis klebt nicht mehr, aber jetzt klebt dein Ausweis noch. Welcher? Ja, deiner klebt noch irgendwie in meiner Meiner? Hand. Ja, ich weiß nicht, warum meiner noch in deiner Hand, in meiner Hand klebt. Schüttel mal. Warte. Wieder weg. Ja, er ist weg. Wunderbar. Ich glaube, ich habe meinen Ausweis gefunden da. Ach, wunderbar. Ey, das ist doch wunderschön. Ja. Da musst du ja gar nicht mehr dich registrieren gehen, oder? Ich glaube trotzdem. Besser, sicher, ne? Ja. Aber Sie ich würd sie dich dann sagte, sogar- ich soll zum Police Department, dann mache ich würde das dich sogar besser. dahin begleiten, denn ich habe im Internet schon gelesen, das könnt ihr auch mal nachlesen. Mhm. Ich würde ja, wie gesagt, gerne als Anwalt studieren, also Jura. Ja. Und da muss man wohl auch ins Wussbutschi Police Department, denn da haben die in der oberen Etage die Rechtsabteilung. Okay. Und da würde ich mal nachfragen gehen, wie man sich denn da bewirbt für ein Studium und ja, Das klingt gut. vielleicht sogar direkt als Staatsanwalt. Ist auch Oh. praktisch, dass ich dich als erstes kennenlerne hier, Wollte ne? ich gerade aussagen. Ich kenn dich auch. Ja, also Jungs, ne, wenn, wie gesagt, da kann man auf jeden Fall dann mal Ich den habe einen eine oder anderen Vergangenheit, mein Rabatt. Freund. Hast du tatsächlich? Ach, du warst Boxer, ne? Ich war Boxer, ich war Mixed Martial Arts Kämpfer. Ah, du bist Martial Arts Kämpfer.
Das ist in Großbritannien auch sehr vertreten, sehr vertreten. Echt? Ja. Ja, ich kenne ein paar englische Boxer, also aus Großbritannien. Zwar nicht persönlich, aber Ja. gesehen. Ja, in Großbritannien hat ja allgemein die, sage ich jetzt mal, die normale Oh, warte, ich Boxszene. werde angerufen. Bin gleich wieder da. Jo. Ja, Bruno, ich habe mir echt Sorgen um dich gemacht. Ne? Ja, gleichfalls, Ich ne? würde auch gerne heute noch Klamotten kaufen gehen, eventuell. Ja, weil ich auch. Ich fühle mich außerhalb meines Anzuges echt nicht wohl, ne? Ja, damit habe ich weniger Probleme, aber ich habe ein bisschen warm langsam. Hier ist warm im Pulli. Ja, hey, ich komme aus der Schweiz, ich bin mich das hier nicht gewohnt. Ach ja, ich bin ja auch eigentlich kälteres Klima gewohnt, aber ich finde es eigentlich gerade angenehm. Du Okay. weißt ja, wir Briten kriegen ja schnell einen Sonnenbrand. Ja. Dann lässt du lieber den Pulli an oder den Anzug dann. Ja, Ist es also euch nicht warm? Ey, ja, ich doch, habe ein bisschen extrem vielleicht, heiß. aber- Ey, mir ist es in dem Hemd sogar warm, ohne Witz. Ja. Also was ich dir gerade sagen Also, wollte... sorry, wo kommst du überhaupt her und wer bist du? Hallo. Ich bin Mike Holster und ich komme aus München, Deutschland. Hey, freut mich, Timo. Hi, wo kommst du her? Aus der Schweiz. Bruno meine ich. Entschuldigung. Alles gut. Aus der Schweiz, oh schön, schön, schön. Liebe die Schweiz. Ja? Also jetzt nochmal zum Thema zurückzukommen. Mike. Ja, Entschuldigung. Nein, alles gut. Alles entspannt, alles entspannt. England hat ja eine sehr... Alter, warum sehr sag ich große, Timo? jetzt willst du dich aber in den Mittelpunkt drängen. Ja, ich bin gerade so ein bisschen eifersüchtig. So, jetzt wird er erklären. England hat ja eine sehr große Boxvergangenheit. Wenn du mal so in die 20er Jahre zurückschaust, die Hinterhofkämpfe, vor allem Ja, in doch. meiner Heimatstadt, in Birmingham. Ah, okay, krass. Während die ganzen britischen Gangster unterwegs waren und so. Aber das ist schon eine krasse Geschichte. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Wie alt seid ihr eigentlich, Bruno? Ich bin 29. Ach, gleich wie ich. Du auch? Also 91er Baujahr. Nee, 90. 90? Ah gut, ich hatte natürlich schon Geburtstag im Januar. Ach so, ja. Das ist 94er Baujahr. schon- Alles 94er? klar. Ja, 90er Jahre, beste Leben. Ja, da sag ich dir. Da sag ich dir. Also, ich habe auch ein einfach zu merkendes Geburtsdatum, also falls ihr mir was schenken wollt. Was denn? Am 11.11. habe ich Geburtstag. 11.11. Oh. So. Also meine Mutter sagte mir, die kommt ja ursprünglich aus Deutschland. Ja, Die sagte mir, so, dass da sie bin aus ich wieder. Düsseldorf kommt. Ja, scheinbar eben ja immer noch Probleme gehabt mit dem Ausweis. He? Ich glaube, wir überspringen jetzt da mal wieder ein bisschen. Das machen wir dann normalerweise nicht. Also normalerweise werden wirklich die ganzen Streams da aufgeladen. Aber ich habe jetzt nicht Zeit, das ganze Video nochmal zu laufen. Darum mache ich jetzt den Gefallen und tue es heute ein bisschen kurz fassen auf die wichtigen Momente. Hier haben wir auf das Taxi gewartet. Einander etwas erzählt, ein bisschen Smalltalk geführt. Ich glaube, jetzt kommt schon das Taxi. Oh, nice! Ah nein, der Bus, genau. Der Busfahrer steigt noch auf. Also meine Pause ist sowas von im Arsch, ey. Was eine Scheiße. Hallo. Hallo, guten Tag. Wir würden gerne mit dem Bus fahren bis zum Department of Labor. Wie viel kostet das? Das wäre im Moment 1, 2, 3, 4, 5, 6 Haltestellen, das sind $10. $10? Okay, das ist ja entspannt. Und liegt das die Police Department da auch irgendwo auf dem Weg? Ja, Police Department halte ich auch, sind dann $5. Okay. Ist das beides in Vespucci? Kumpeln wir ein bisschen? Labor, soweit ich weiß, nicht mehr. Könnten Sie dann, weiß ich da schon mal Bescheid? Und beim Department of Labor? Okay, er hat es noch erklärt, wo die Bankomaten sind und blablabla. Aber ich würde, ja doch, dann hast du Police und dann weiter zu diesem... Okay. Da haben wir es irgendwie nicht geschafft, die Bus einzusteigen, hat aber glaube ich nicht an uns gelegen. Okay. Ah, Jawohl. 1, habe ich jetzt 2. gerade übersprungen. Ja, ich glaube, der klemmt ein bisschen gerade. Ja. Habe den Knopf vor die Tür geklemmt. So. Ganz feste. Ich glaube, er ist froh, dass er überhaupt drin ist. Also, Sie sollten sich mal überlegen, diesen Knopf zu reparieren. Ja, das hatten wir heute schon des Öfteren, dass der geklemmt hatte. Sind Sie jetzt auch alle eingereist, die drei Herren? Oder? Ja, genau. Jo. Alles klar, Herzlich wunderbar. willkommen. Haben Sie Ihren Freund gefunden, ja? Vielen Dank. Ja, endlich. Meinst du, Das ist ja? der Bruno, der hier... Der eine Herr, der mit der Freund schon mal gesprochen hat. Der sich auch mit mir komischerweise keinen Ein bisschen lauter reden, weil der Motor ist sehr laut.
Ja, ich sagte, das ist der Herr hier, der sich auch nicht mit mir in Zweiersitz teilen möchte. Ja, versteck ist immer nicht ganz so blöd. Der James hat glaube ich noch nicht so geschnallt, dass er die Reichweite, wenn einer sagt, er redet zu leise, sollte er die Reichweite aufschrauben und nicht einfach mehr ins Mikrofon mögen, weil er übertönt dann auch sofort. Also das ist schon etwas, was er eigentlich wissen sollte, wo er jetzt hat schwenken kann, als sie es bei unserer Einreise nicht probiert haben. Weil ja dann sein Stream, also er streamt hier, weiss den Namen nicht mehr, aber ich habe dann im Nachhinein habe ich seinen Stream noch geschaut und ich habe wirklich gesehen, wie er so ans Mikrofon hergeht und Huren mögt. Ich habe mich, glaube ich, auch relativ weit hintergesetzt. Also es ist auch für mich geil, auch das Ganze aus anderen Perspektiven zu schauen und wie die anderen Streamer reagieren. Also auch sie, die Einreise mit mir gemacht hat, hat gestreamt und es ist wirklich, es ist so geil. Also jeder von denen hier kannst im Prinzip, also fast jeder, kannst du im Nachhinein noch schauen, wie ihre Tage so verlaufen. Also es sind wirklich, musst du mal überlegen, es sind 300-400 Leute auf diesem Server, irgendetwas passiert und es sind 1000 verschiedene Geschichten, die dort passieren und hängen gleich alles irgendwie zusammen über sie weg. Es ist wirklich, ich feiere es. Und eben, es hat auch ganz grosse Streamer dabei. Werden wir nachher dann auch noch sehen. Es hat der Heideltraut, also der Dennis, das ist er, der der Server mit ein paar anderen zusammen aufgebaut hat, wo das Ganze gehört. Dann ist der Ranzratte ist drauf, der Nintendo und wie sie alle heissen. Es hat wirklich ganz viele grosse Streamer auch. Der Sarazar ist drauf. Der Däner, a.k.a. Felix von der Laden, ist drauf. Seine Freundin Kathi hat eine Zeit lang gespielt. Ich weiß nicht, ob die noch spielt. Er hat jetzt auch schon ein Weile nicht mehr gespielt. Also es hat wirklich ganz viele andere Streamer, die hier drauf spielen und irgendeine Figur verkörpern. Okay. Aber auch das darf ich natürlich nicht verwenden. Also das ist ja klar, weil auf einmal darf ich jetzt nicht beim Dennis weiss ich, das ist der Chief of Police, der Walter Weiss. Aber das weiss ja der Bruno nicht. Also er kann jetzt nicht hergehen und sagen, grüße Herr Weiss. Einfach so. Aber der Platz hat nicht. Ist ja klar. Ja, dann darf ich Sie übergeben begrüßen an Bord von Los Santos Transit, Ihrem Busunternehmen. Wenn Sie möchten, können Sie unsere Hotline notieren. Das ist 2x die 100, ohne Vorwahl, 100 100. Können Sie mal durchrufen und fragen, ob, wann und wo ein Bus fährt. Ah, cool. Dankeschön. Wunderbar. Wenn wir im Dienst sind, fahren wir alle 20 Minuten vom Airport eine Runde. Was haben Sie gesagt? 200? 100, 100. Zweimal die 100. Ah, okay. Sorry. Ohne Vorwahl. Dankeschön. Auf der linken Seite hinter uns gelassen jetzt die Maze Bank Arena. Eines der ersten Sehenswürdigkeiten, die man sehen kann vom Airport aus. Das ist zweimal ja die fast Woche, wie das alle 2 Stadium Wochen of Heimspiele der Birmingham. Los Santos Panics. Basketballmannschaft. Ansonsten noch Konzerte etc. Alles mögliche, was in so einer... Also was man ganz gut muss aufpassen ist so Zeug, er hat jetzt gesagt, es ist so wie das Stadium of Birmingham. Jetzt bei Einreise zum Beispiel, es kann sein, dass sie das nachher googeln. Also ich habe gesehen, der eine, der sich aus Afrika, ist Marokkaner oder so, ist eingereist. Und dann hat er gesagt, er kommt aus irgendeinem Dorf in Afrika. Und er hat gefragt, ja, welches Dorf denn? Und er ist dort so geguckt, fuck. Er hat irgendwie schnell nebenbei ein Dorf gegoogelt, was es ja wirklich gibt. Und wo ein kleines Dorf ist. Und ja, musst aufpassen. reinpasst. Und dann sind wir jetzt auch schon in der Southside, in der Südstadt von Los Santos. Entschuldigen Sie? Ein Stadtteil, wo man wissen sollte, wie man sich verhält. Ich sag mal so, wie du in den Wald reinrufst, so schnell ist zurück. Diese Regel sollte man ja schon beachten. Aber dann kann man hier auch wunderbar sich aufhalten und sehr nette Leute treffen. Ich habe auch ein paar Stammfahrgäste, die sind auch von hier, die sind super nett. Okay. Bruno, kannst aber du es ist ein Stadtteil. Ja, Bruno, James? Ja. Ja, der Busfahrer kann mich, glaube ich, nicht hören, oder? Musst du vielleicht ein bisschen lauter sprechen? Nächste Haltestelle. Browns Also, Barbershop. Ja, Sie müssen echt laut sprechen, weil der Motor hinten, der rattert so. Ah, okay. Hören Sie mich denn? Können Sie mich jetzt hören? Lüter geschnurrt. Also ich kann sie hören. Ich auch. Ja, ich nickt. Der Busfahrer nicht. Okay, das wundert mich. Und das Aber Problem okay. ist, du kannst ihm sie auch nicht Reden Sie sagen. jetzt normal? Ja, Ich würde sagen, drück die Taste. Vielleicht ist die Busakustik einfach nicht so gut. Es ist auch sehr laut hier drin. Ja, es ist wirklich laut, der Motor. Ich glaube, das ist ein V12-Bus, oder? Nächste Haltestelle, Los Santos City Park South. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100 100. 100
Also in England unsere Busse sind schon einiges schöner. So, wir verlassen jetzt die Southside. Vor uns baut sich langsam der Westwood Park, Stadtpark, Citypark, wie auch immer Sie ihn nennen möchten, auf. Beliebter Treffpunkt, immer was los eigentlich abends, vor allen Dingen super Anlaufstelle, um anfangen, Freunde oder Leute kennenzulernen, Achtung, Informationen Roller! zu bekommen. Ja, ja, das Was für eine City, ne? Boah, bei uns in Birmingham ist nicht viel los. Natürlich. Ja, in der Schweiz auch nicht. Guten Tag. Die Schweiz ist ja so groß wie Jamestown Birmingham Street ist in der gefühlt. Southside, ne? Ich würde... Also das in der Nähe wäre Unicals, da würde ich halten, wenn Sie wissen, wo das ist. Ansonsten halte ich da nicht. Also ich halte einmal in der Southside. Jamestown Street, wo die Sozialwohnungen sind, ne? So, ich glaube, mit Ist nicht Kumpen auf dem nochmal Rückweg klein. vom Flughafen der Nähe, da Werde ich auf jeden Fall mal ein bisschen das Feierleben auch genießen möchten. Ja, dann bist du mit mir richtig, ne? man kriegt ja hier... Genau, da war noch das mit der Sozialwohnung gekommen. Meinen Sie mich? Ja, okay. Ich wurde am Flughafen auch nicht drüber informiert. Ich musste mir da selber beim DOL Infos einholen. Es gibt hier Sozialwohnungen, die kosten genauso wie die Häuser und Mietwohnungen. Man kriegt ja hier $40 die Stunde Sozialhilfe. Ja. Haltestelle, Vespucci Police. Wenn man sich jetzt natürlich eine Wohnung holt, die natürlich $40 die Nacht kostet, weiß ich nicht, ob sich das so rentiert. Da sollte vielleicht einfach mal ein Freund gefragt werden, ob man da schlafen kann. Okay. Also mal beim DOL nachfragen. Ja. Und weil wir müssen jetzt gleich raus da. Ja, wir müssen jetzt hier im Vespucci Police Department raus. Ja. Aber danke auf jeden Fall. Danke auf jeden Fall. Da müssen Sie auch die Sozialhilfe beantragen. Okay. Beim Police Department? Nee, beim DOL, das geht ganz schnell. Okay, dankeschön. Gerne. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Mike, ich melde mich bei dir oder steigst du auch aus? So. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Jetzt müssen wir noch den Busfahrer bezahlen. Ja, bei mir hängt's Ja. Ich mach zuerst. Das sind $5. $5 Irgendwie sind will das? ich gerade nicht aussteigen, ich finde es hier echt gemütlich. Bleiben Sie hier. Komm, Ich fahr schon seit Stunden mit. weißt du was? Wie kommt's? Ja? Ja, ich zahle Ja. nur einmalig $10. Ach, kann man lassen. Das sind hier Ja. James? Das geht auf mich. Ich hab's mit dem Bruno Ich mitbezahlt. werd ständig Oh, neue dankeschön. Reiche kennen. Ich find's toll. Abend. Tschüss. Auch eigentlich eine gute. Ich glaube, ich lasse euch kurz schnell noch ein bisschen schauen. Da ja, wir kumpen dann nochmal schnell ein bisschen. Ich lasse schnell ein bisschen laufen. Und dann tun wir dann ja noch den zweiten Teil, aber ich glaube, dann machen wir ein separates YouTube-Video, beziehungsweise dort, der Ton funktioniert ja hier jetzt eigentlich wieder. Also eigentlich kann ich jetzt das so laufen noch. Aber ich kumpe jetzt dann nochmal ein bisschen zwischen irgendwo. Taktik. Ja. Tschüss, Mike. Muss da schauen. Aber jetzt viel Spaß bei GTA Roleplay mit dem Bruno Moser. Vielleicht finde ich hier meinen Arbeitgeber. Hey, ich danke dir, James. Ja, gerne doch. Gerne doch. So, oh, guck mal, was ein tolles Gebäude. Das haben sie neu gebaut, ne? Habe ich schon im Internet von gelesen. Das Police Department? Ja. Na, krass. Hier vorher gab es wohl nur eins Richtung Southside und jetzt haben sie wohl dieses hier eröffnet. Ich weiß nicht, ob das hier... Ach, guck dir das mal an. Eine Shoppingmeile. Ah, das sieht gut aus für dich, ne? Da muss ich glatt auf meine Karten-App einmal reinschauen. Ach, guck mal, hier gibt es dann gleich auch direkt einen Klamottenladen. Da könnten wir dann direkt mal gucken. Okay. Die Frage ist nur, wo ist jetzt der... Er sagte runter? Moment. Der Eingang, ne? Wir müssten jetzt... Oh, warte. Das ist eine Riesenbaustelle hier. Warte mal. Wenn wir zuerst zum Bankautomaten wollen, müssen wir erst die Straße hier runter rechts. Okay. Sollen wir zuerst zum Ja, Bankautomaten? komm, machen wir oder? kurz, oder? Ja, komm. Und wenn du nichts dagegen hättest, würde ich dann tatsächlich echt gern einmal kurz vorher in den Klamottenladen gehen, gucken, ob die vielleicht einen Anzug haben. Das wird direkt einen besseren Eindruck machen. Klar, gerne. Wenn ich da dann nach einer Bewerbung frage oder nach einem Studium, wie gesagt. Komm mal auf meine Höhe. Jupp. Muss ich nicht so schreien. Ja, ich bin ein bisschen müde langsam.
Ja, ich auch, ey. Ich habe auch noch mega Jetlag, ey. Ja. Dass ich hier nicht im Stehen einpenne. Ja, und das waren das jetzt 11, 12 Stunden Flug und dann jetzt die 2 Stunden da im Flughafen. Ja. 2,5 Stunden. Bah. Das hat auch echt, also so lange habe ich noch nie fürs Auschecken gebraucht. Ja. Okay, ja, wir hatten jetzt auch ein Visum mit dabei, aber... Ja, ist halt Amerika, ne? Ja, furchtbar. Ich muss ehrlich sagen, eigentlich bin ich gar nicht so der Fan von Amerika, aber Ja, diese Stadt hat es mir einfach angetan. Das ist ein Flair, ne? Ja. Ach, guck mal, hier ist ein Café. Ah, nice. Sieht cool aus. Da könnten wir vielleicht auch mal einen Kaffee trinken gehen, ne? Ja, müssen wir uns merken, ne? Ach, da, schau mal, Maze Bank. Das wird es sein. Das sieht gut aus. Boah, der Sonnenuntergang, ne? Da flitzt einer mit seinem Roller lang. Ja, das ist ein wunderschöner Sonnenuntergang. Ah, das gefällt ist mir. echt schön. Ja, mir auch. Mir auch. Das ist wunderschön. Wenn ich nicht so müde wäre, ich würde am liebsten direkt zum Strand und baden Der Strand gehen, ne? ist die Richtung hier. Guck mal, da ist sogar der Pier, von dem ich Ja? gelesen habe. Da. Ah! Oha, ist ein Riesenrad. Ja, dann könnten wir vielleicht auch mal mitfahren, ne? Ja, klingt cool. Schau. 2 Automaten. Ah, perfekt. So. Bist du fertig? Ja, ich frage gerade, ob du... hast du dein Geld eigentlich schon eingezahlt? Ja, ich habe eingezahlt. Ja, ich habe noch ein bisschen Bargeld drin gelassen, falls ich mal jetzt gleich was... Ja, ich auch. Ich auch. Ne? Okay. Die Dame nicht gerade mit uns im Bus? Ja. Ja. Wo sind Sie denn ausgestiegen? Hier vorne. Ach, ist hier noch eine Haltestelle? Oh, wow. Ja. Ach so. Wie heißen Sie eigentlich? Laila. Freut mich. Freut mich auch. Wer bist du denn? Ich bin, mein Name ist Dr. James Shelby. Also James. James, ja, genau. Das Dr. James, ne? Ja, man muss ja immer erstmal formell rüberkommen, ne? Man weiß ja nicht. Vielleicht sind Sie auch irgendeine Angestellte bei der Polizei oder sonst was, man weiß es ja nicht, ne? Vielleicht sogar beim FBI oder so. Das kennen wir ja nicht. Wer weiß. Da muss man sich erstmal... Ne? Ja, ich verstehe. Und wollte doch zum PD, oder? Ja, genau. Wir wollten aber vorher ein Konto kurz einrichten und Geld einzahlen. Ah, Damit wir nicht die ganze Zeit mit so einem Batzen Bargeld rumlaufen. Ja, verstehe ich. Ja, was machen Sie beruflich hier, wenn ich fragen darf? Ich möchte eine Creperie am Stadtpark eröffnen. Ach, wow, lecker, Krebs. Ja. Kommen Sie aus Frankreich? Aus Italien. Italien. Ja. Auch schön. Ja. Und wieso kommen Sie von Italien hierhin? Wenn ich fragen darf? Ich meine, es ist ja schön da. Das allemal, ja. Ja, es haben zu viele Creperien am Platz der Mazzini aufgemacht, sodass meine Umsätze mega Einbußen hatten. Und Oh, das ist aus dem Grund bin ich Also hierher gekommen. wirtschaftlich, ne? Ja, ja. Ja, same hier. Bei mir war es einfach, um meinen Horizont zu erweitern und einen neuen Lebensabschnitt zu starten. Ja. Ja, das kommt dazu, ne? Sind Sie Arzt oder? Nein, ich bin Pädagoge. Ah, okay. Herr Okay, Doktor. Die Reaktion war jetzt das, was ich nicht erwartet habe. Oh. Ja, sein. Ich bin Pädagoge für Didaktik und Methodik. Also die Lehre vom Lernen und vom Lehren. Praktisch bilde ich oder
studiere ich Lehrer. Unter anderem. Okay. Ja gut, Bruno, sollen wir dann mal? Ja, gerne. Ja, dann viel Man Spaß. sieht sich bestimmt am Stadtpark dann mal, wenn sie ihre Creperia aufgemacht haben. Ja, dann kommen Sie mal vorbei. Ja, auf Gerne. jeden Fall. Einen Crepe lasse ich mir nicht nehmen. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß und einen schönen Abend. Hey, danke schön. Ebenso. Gleichfalls. Danke, tschüss. Ciao. Nette junge Dame, oder? Mhm. Kann man mal machen. Ja, der Bruno hat wieder ganz andere Gedanken. im Kopf. Ich spreche von den Krebs, ne? Ja, ja, ja. Natürlich. Ach, ja. Schon davon gehört hier, von der Kriminalität hier in Vespucci und in der Southside? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Das Einzige, was ich weiß, ist von meinen Verwandten, die hier im Urlaub waren, dass es schön und warm ist. Da hatte ich mal kurz einen Stolperer. Nee, ich weiß wirklich nur, es ist schön, es sei warm und mehr weiß ich nicht. Ja. Ich habe leider schon wieder viel zu viel gehört. Okay, also ist schlimm hier? Ich habe es mir nur sagen lassen, ne, dass hier, das wurde mir am Flughafen eben erzählt, dass in Vespucci wohl ein bisschen Kriminalität herrschen würde und auch genauso in der Westside, nicht Westside, Southside. Okay. Aber ich glaube, da hätte ich auch mal kurzzeitig, als ich im Hotel noch war, habe ich darüber, glaube ich, einen Artikel gelesen. Ja. Bei Weasel News. Dann lass uns noch mal kurz zum Suburban hier. Okay. Und ja. Aber ich glaube fast, dass das so eher so ein urbanes Einkleidungsgeschäft ist. Ja, klingt Und aber gar gut für nicht. mich. Für dich klingt das super. Für mich wäre das dann. Also ich glaube, mit dem Pulli und den Schuhen kann ich leben, aber die Hose... Naja. Die Schuhe sind ja auch schicke Sneaker, ne? Ja. Das weiß ja sogar ich, obwohl ich ein Anzugträger bin. Was sind das? Air Jordan? Ja, irgend sowas. Guten Tag. Hallo. So, wo gibt's hier Hosen? Da drüben. Entschuldigung. Ah ja, hier gibt es was zum Einkleiden. Ja, schon mal. Ja, ich Ich glaube, ich habe eine Hose gefunden, die halbwegs angemessen wäre. Besser auf jeden Fall als alles, was ich bis jetzt dann habe. Jetzt hatte ich ja eine Jogginghose an. Ja, zum Fliegen geht ja. Ja, zum Fliegen ist es in Ordnung, aber Hm. okay, kaufen wir erstmal diese Hose hier. Ja, ich glaube, ich kaufe die. Irgendwie möchte man mir das nicht verkaufen. Ich weiß nicht warum. Hast du es aufs Band gelegt? Ach du heilige... Nein. Ich habe mir diese Hose jetzt mehrmals gekauft Oh, nee. anscheinend. Ach nein. Aber es scheint auch eine Jogginghose zu sein, aber die sieht wenigstens ein bisschen Ein besser bisschen aus. besser. So, ich gehe mal kurz umziehen da hinten. Ich weiß halt nicht, was ich falsch mache. Ich habe irgendwie
mein Inventar immer ewig lang. Das muss ich dann unbedingt nachher mal fixen. Nur so, das drehst du ja durch. Ja, ja. So, da habe ich doch was gefunden. Ich gehe mich mal ganz kurz umziehen. Jupp. So. Ich glaube, wir springen nochmal heute klein. Ihr habt ja jetzt ein bisschen etwas gesehen, sie sind zusammen shoppen. Ich hatte Probleme mit dem Inventar, hat dann auch gleich irgendwann so halbwegs geklappt. Habe ich definitiv. Habe ich dann auch später aber irgendwie Ja, behoben. hast du eine Hose? Ich habe Hose da auf. meine Brieftasche geklemmt wieder irgendwie. Ja. Da habe ich ihm Geld gegeben noch ein bisschen. Probier mal Geld bei sich gehabt. die linke Seite von der Brieftasche aufzumachen, die rechte Ja, Seite. und er hat gemeint, ich weiss nicht mit welcher Taste, aber das ist nicht das Problem gewesen, es hat einfach wirklich nicht Ja, funktioniert. Ich weiss, aber... Jetzt geht's. Ja. Ja, ich... Manchmal muss man da mit Ruhe dran gehen, verstehst du? Ja. Die Hose hatte ich dir schon in deine Tasche gepackt. Genau, habe ich gesehen, danke. Ja gut, dann... So. Er hat jetzt viel Jogginghose gekauft, darum hat er mir noch ein paar gegeben. Denn die fahren aktuell sehr wenig, ne? Okay. Ach guck mal, fleißige Bauarbeiter noch. Krass. Ja, und auf jeden Fall war das dann so, dass die meinten, die werden irgendwie das neue Taxiunternehmen, das günstiger wäre als das normale, so eine Art Uber. Okay. Ja, da hat er jetzt, er will ja Anwalt werden später, ich weiß nicht, ob man das jetzt irgendeinem Teil gehört hat, aber er erzählt es eh noch 10-mal. Und das ist irgendwie ein Anwalt, ich weiß nicht, warum er das weiss, er quatscht ihn jetzt irgendwie an, ich glaube, den Teil überspringen wir, der ist für uns auch nicht relevant. Ah, guten Tag. Wer hat dauernd hat er den Typ angequatscht, jedes Mal, wenn er ihn gesehen hat. Ich weiß nicht, ob das ein berühmter Streamer ist, ich habe mir so ein bisschen gefunden, nee, Junge, pass auf. Guten Tag. Ja, ganz ja, ich weiß nicht mehr, wer es war. Als haben es gesehen, glaube ich. Ach, bewerben. Genau, hier ist Ich jetzt das müsste jetzt Symbol, einmal kurz mit dass ich etwas so trinken ha? Für euch, dass ihr das auch wisst. sprechen. Nee, okay. ich hab auch vorhin einen Burger geschrieben, in Fachrichtung. Also ein echter Spieler hinten dran. Und alles, was hier passiert, also die Baustellen, die Arbeiter, also ist wirklich alles besetzt. Und das ist eben ein GTA Roleplay. Ich rufe sie einmal an. Ja, also allgemein einfach Roleplay. Es ist so geil gemacht. Herr König, haben Sie dann einen kleinen Augenblick, dass wir das kurz machen können? Ja, ich bin hier sofort durch. Ja, ich melde mich bei Ihnen, okay? Also, der Herr Weiß, der ist etwas ungehalten. Mein Name Also. Das ist jetzt eben, der hat jetzt gerade vom Herrn Weiss geschnurrt, das ist eben der Dennis, der Mafuyu, a.k.a. Heideltraut. Es ist einfach so geil. Und vor allem, es ist auch für mich so surreal, wenn du die ganze Zeit die Videos schaust und das Ganze verfolgst und dann bist du plötzlich selber dort drinnen. Es ist so, er läuft jetzt glaube ich auch noch einmal an uns vorbei. Es ist so ein Yes-Gefühl. Mein Name ist Dr. James Shelby. Es ist schon so ein bisschen, als würdest du einen Star treffen. Weißt du, was ich meine? Nicht in echt, aber irgendwie gleich. Aber es ist schon ganz, ganz komisch. Aber es ist geil. Ja, Dr. James Shelby, ich melde mich bei Ihnen, ja? Ja, sehr. Okay. Vielen Dank. Ja. Einen schönen Tag noch. Ebenso. Tschüss. Erstmal gucken, ob der Auto kommt. Ach, Bruno. So macht man das also in der Schweiz? Ja klar, wir haben keine Zeit stehen zu bleiben, ne? Immer zacki zack. So, hier in dem Moment da habe ich gesehen, dass der Dennis ist das ist der Chief of Police, der Polizeichef von Los Santos und ich so denke, hey fuck man, es ist so surreal. Der Moment wirklich jetzt, ich laufe neben dem durch und habe dauernd dem seine Streams geschaut, also noch jetzt. Es ist so... es ist surreal. Okay. Ja, das glaube ich dir.
Guten Tag, die Herren. Guten Abend. Was an? Die waren aber nicht so glücklich. Nee. Ja, andere Länder, andere Sitten, ne? Ja, das... Er hat nicht mal grüßt. Hallo. Hallo. Ja, fleißig am Malochen sind sie ja. Da geht was. So, und wo geht's da rein? Hier? Oder? Ah, nee, ich glaube einen weiter. Okay. Das ist jetzt aber auch so etwas. Ich weiss das auch. Und er weiss das sicher auch, weil er die Streams geschaut hat. Aber wenn du da zuerst mal herlaufst, weisst doch du das nicht. Du bist zuerst mal in dieser Stadt. Also eigentlich, ich wäre jetzt hier reingelaufen, von wo er jetzt weiss, dass man vor rein muss. Und vor allem da innen stehen Leute. Also. Aber ja, aber wie gesagt, es muss jeder zuerst mal reinkommen. Es ist völlig normal und also er macht das super. Also da stehen ab, wie alle anderen auch. Auch 2, ne? Und es macht auch jeder mal Fehler, also das ist absolut normal. Ich lang hier im Wartebereich auf dich. Okay. Okay, bis gleich. Bis gleich. Hallo, guten Tag. Guten Abend. Ich wurde von der Einreisebehörde hierhin geschickt. Da soll ein Fahrzeug... Das ist mitten auf dem Boulevard, soll das wohl sein. Mal. Ich kann Ihnen jetzt nicht genau beschreiben... Ich denke mal, es geht darum, eine Akte anzulegen. Genau, irgend sowas. Gut. Und da sind wir wieder denen, wo wir vorher rein können. Egal. Guten Abend. Dann bräuchte ich bitte mal Ihren Personalausweis. Mhm, Moment. Ich habe heute irgendwie ein bisschen Probleme mit meiner Brieftasche. Alles gut. Lassen Sie sich nur Zeit. Ich glaube, dass der amerikanische Ausweis ein bisschen größer ist als meine europäische Brieftasche. Kann gut sein. Also wir müssen ihn mir nur zeigen. Ja, den habe ich einfach nicht rausgebracht. Ich würde gerne. Vielleicht bekommen Sie ihn sogar mit der rechten Hand leichter raus. Ja, ich versuche es mit der rechten Hand. Und alle gehen, er will mir jetzt mit sagen, dass ich Rechtsklick so machen. Aber das habe ich gemacht und es ist einfach nicht gegangen. Aber der klemmt gerade echt fest. Okay. Aber das Problem habe ich schon den ganzen Tag seit der Einreise. Ich weiß auch nicht, ich sollte mal im anderen Stream schauen, ob man das Mausklicken so hört. Ich habe eine hure laute Maus und Tastatur und ich hoffe, das hört man nicht wahnsinnig. Also jetzt hier bei mir in der Aufnahme noch ändern, weil da habe ich keinen Filter drin, aber im Teamspeak habe ich eigentlich einen Filter, der das rausfiltert. Ich hoffe, es funktioniert. Und plötzlich ging es dann immer. Ah, aber dafür gibt es auch eine Lösung auf der Website. Ja, ich muss gleich mal reinschauen gehen. Weil wenn es nicht geht, können Sie ja später nochmal kommen. Okay. Ja, ich versuch's gleich. Mit dem wollten wir jetzt eigentlich sagen, dass ich eben die Windows Schnellstart-Funktion muss ausschalten und das steht irgendwo im Discord drin. Nochmal, weil ich hatte schon vorhin das Problem beim Trinken. Aber jetzt will es gar nicht mehr. Ja, ich glaube, ich komme später nochmal. Bei der Website beim dritten Thema von unten, da müssten Sie fündig werden. Okay. Da müsste dann Ihr Problem gelöst werden. Okay. Dann gehe ich mich mal schlau machen, ne? Ja, alles klar. Vielen Dank. Bitte gerne. Muss ich außen rum oder wie komme ich da wieder? Müssten hier die zweite Tür von links. Okay, dankeschön. Bitte. Guten Abend. So.
Ja, ich glaube, er hat mir jetzt gesagt, dass ich mal im Discord schauen, wie man das genau macht. Exactly. Und da steht schon wieder der Dennis. Wir die irgendwie wieder herstellen. Warten Sie. Das da ist übrigens so ein grosser Streamer. Wer das ist, könnt ihr selber herausfinden. Und? Hast du schon was? Ist das jetzt noch hier drauf? Ja, das kommt noch. Weil ich mache jetzt noch hier die 12 Minuten schnell. Und ich muss dann dringend los. Ich habe noch abgemacht und wollte hinterher auch noch streamen. Ich mache es jetzt in 2 Teilen. Ich habe dann noch ein zweites so langes Video, das ich auch noch separat auflade. Das kommt dann die Tage auch mal. Rausgefunden? Nö, ich muss mich wohl irgendwie auf der Webseite nochmal schlau machen. Neu im Lande. Den Herrn hier. Entschuldigung. So, jetzt, ich lasse das noch schnell laufen. Ich finde es geil. Und für mich auch absolut surreal. Schönen guten Tag erstmal. Hallöchen. Wir sind neu in der Stadt, beziehungsweise auch neu im Lande. Ja. Und wir hätten mal eine Frage, wie kommen wir denn am schnellsten und am besten von hier aus zum DOL? Am besten mit dem Bus, wenn Sie noch kein Auto haben. Oder mit dem Taxi, ne? Oh ne, ein Auto haben wir noch nicht. Der Bus fährt hier auch um diese Uhrzeit noch? Ja, also rufen Sie mal die 100 an, ne? Da geht dann der Taxifahrer meistens dran. Ach, der Busfahrer geht dann da dran, ne? Und er sagt Ihnen dann, ob er fährt oder nicht. Wenn da gar keiner dran geht, ist schwierig. Ansonsten rufen Sie die Taxinummer einfach an, ne? War die 100. Die hattest du auch notiert, Bruno, oder Ja, nicht? genau. Ja. So, woher kommen Sie denn eigentlich? Sie haben so einen ganz speziellen Akzent. Ich komme aus Deutschland, aus Bottrop, ne? Aus Bottrop, wo ist denn das? Das ist in den Ruhrgebiet, ne? In Westdeutschland ist das. Ah, okay. Schön. Ja. Das sagt mir, also Ruhrgebiet sagt mir was, aber ich kenne das. So, ich muss jetzt schnell schauen. Hört man meine Klimaanlage irgendwie? Ich hoffe es nicht. Und so überschlägt es mich. Ja. Ich bin alles noch ein bisschen ausprobieren. Ja. Es kommt gut. So ist Schweigen. Die steht hier nicht. Ja, es gibt da so ein Lied, ne, so ein ganz berühmtes. Deswegen kennen viele Leute das Ruhrgebiet, ne? Weil Ja, der singt da, wir sind das von, Ruhrgebiet, ne? Wie heißt der? Grönemeyer? Ja, nee, das war Wolfgang Petri, aber der Grönemeyer, der hat da auch ein Lied gemacht, ne? Aber das heißt Bochum. Ja. Okay, Und das Bochum ist nicht Bottrop, das verwechseln auch viele Leute, ne? Ja, tut mir leid, ich komme aus Großbritannien und da... Ja, wenn sie da Bottrop kennen würde, das würde mich auch stark wundern, ne? Ja, mich wundert schon, dass du Grönemeyer kennst, ne? Ja, das ist ja von meiner internationaler Star, Mutter. ist das. Ja. Von meiner Mutter. Meine Mutter kommt doch aus Düsseldorf. Also sie ist okay, eine ja. gebürtige Deutsche. Schön. Ja, liebe Grüße, ne? Ja, die werde ich ausrichten, wenn ich dann mit ihr mal telefoniere, ne? Schön, das freut mich. Ja, ich hoffe, Sie kommen auch rechtzeitig oder passend oder überhaupt irgendwo an heute, ne? Also die Nummer vom Taxi haben Sie, oder was? Die haben wir. Ja, die Taxinummer haben wir, aber die sind wohl sehr schwer beschäftigt. Ja, der Taxi ist ein bisschen schwierig, sag ich mal. Also, wenn Sie den Helmut haben, dann sind Sie eigentlich gut bedient. Ne? Da bestellen Sie auch liebe Grüße von mir. Das ist ein guter Freund von mir. Aber, würde ich gerne, gerne, sich da auch ab. Nee, würde ich gerne machen. Aber dann müsste ich Ihren Namen noch wissen, der Herr. Knusmann. Ja, genau. Knusmann, mein Name. Dirk Knusmann. freut mich. Bruno. Das ist richtig. Wenn Sie mich nochmal sehen vor so einem großen Druck, ne, dann kommen Sie vorbei, dann können Sie was zu essen kaufen. Ich verkaufe nämlich Essen. Okay. Was denn für Essen? Gibt's da auch also Fish and Chips oder so? Ja, ne, Fish und Chips, das lasse ich mal lieber bei Ihrem Völkchen da. Ich mach das, was ich gut kann, und das ist halt Würskes, Pommes, Büterchen, ne, Currywurst und so eine Geschichte. Ja, klingt gut. Ja. Meine Mutter sagte mir auch stets, eine deutsche Bratwurst darf man nicht verachten. Ja, aber da müssen Sie gucken, wohin Sie fahren, ne? Also, die aus Süddeutschland schmeckt anders als die aus Ostdeutschland, als die aus Westdeutschland, ne? Und ich habe natürlich die beste, das ist klar. Ach so ist Nee, das. das ist klar. Ich habe nur, als ich in München mal war, da gab es diese weiße Wurst. Ja, nee, sowas mache ich ja gar nicht, ne? Ja. Das muss er leer saugen oder sowas, ich weiß halt nicht. In Berlin, da fressen sie die auch ohne Haut und so eine Geschichte, also da kann ich einfach nicht verstehen, ne? Also es geht nichts über eine richtig schöne Bratwurst mit den Darm drum und so weiter auf den Grill und dann klein geschnitten Currysoße drüber, noch besser, das ist einfach,
Das ist einfach molto bene, ist das. Wie die ich glaube, im echten Leben ist es sogar Vegetarier. Ja, wunderbar. Bin ich sicher. Also bei der Einstellung komme ich gerne mal vorbei, ne? Das klingt gut. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also jetzt gerade kann ich nicht, ich habe jetzt den Termin hier im PD. Aber 22 Uhr, Sie können sich mal unsere Nummer aufschreiben. Wir haben nämlich eine Hotline, wo Sie sich was bestellen können. Dann kommt einer vorbei und bringt das, ne? Boah, das klingt geil. Mit Lieferservice. Richtig. Also der ist zwar gerade jetzt angelaufen, also keine Garantie, dass das perfekt läuft. Ne, wir sind uns da gerade am Einpendeln, aber kein Problem. Wie heißt denn Ihr Geschäft? Wurstpumpe ist das. Wie? Die Wurstpumpe. Wurstpumpe. Genau. Das ist ein geiler Name. Richtig. Ja, vielen Dank, ne? Okay, und wie darf ich die Nummer aufschreiben? Am besten mit dem Handy, ne? Nee, ich meine ja, welche Nummer? Also welche? Ja, das ist die 5. Ja. 5. 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 Ende. 6 mal die 5. Warum lachen Sie denn? Ist sie lustig, die Nummer? Ja. Also ich finde die 5 jetzt eigentlich nicht, also das nee, ist halt eine Zahl, ne? Ist eine normale Zahl, aber die Art und Weise, wie Sie es gesagt haben, ne? Sie hatten... Hat Ihnen das gefallen? Ja, das freut mich doch, ne? Dann habe ich sogar noch einen Service an... Ey, absolut, der Hammer. Wunderbar. Das ist auf jeden Fall eine Nummer, die sich im Hirn einbrennt. Ja, genau das soll auch jetzt weggehen, ne? Vergiss ich nie. Aber ich glaube, das liegt auch an Ihnen, Herr Knussmann. Ach, das ist aber lieb, viele da. Ja, ich hoffe, ich kann mit meiner Art und Weise so ein bisschen den Charme aus den Ruhrpott hier nach Los Santos bringen, ne? Dass das so ein bisschen hier rüber schwappen tut. Ja, mir ist schon aufgefallen, es kommen sehr viele aus dem deutschsprachigen Raum. Das wundert mich eigentlich auch. Ich habe schon mal Nachrichten geguckt, ob da irgendwie eine Katastrophe passiert ist, aber irgendwie, die haben wohl Lust, alle jetzt nach Amerika zu kommen, ne? Ich habe hier eigentlich nur Urlaub gemacht ursprünglich, ne? Und bin dann hier irgendwie stecken geblieben, aber ich weiß auch nicht. Die haben da irgendwie alle, sind sie jetzt am Auswandern. Ja, es ist gerade irgendwie, also zumindest ich kann nur für die Schweiz sprechen. Ja. Und bei uns ist ein bisschen wirtschaftlich der Wurm drin, sag ich mal. Ja, nee. Bei uns ist alles top in England, aber ich glaube, das wissen Sie ja selber. Schnell zum Sagen, Corona gibt's nicht in Lucky Five. Dass da sehr viel Geld fließt, ne? Darf man nicht in der Schweiz ja auch, aber nicht zu mir, ne? Ich habe die Kohle locker, ne? Aber dann die Schweiz das tut das weh. Ja. Ne, Kohle ist da, aber nicht bei mir. Ja, dann ist es gut, dass sie aus der Schweiz raus sind, ne? Genau. Hier ist aber alles auch nicht wirklich günstig. Da haben sich ja falsche Langen ausgesucht, glaube ich. Echt? Jetzt muss ich aber mal was fragen. Ich war ja des Öfteren schon in Deutschland und das, was ich immer sehr gut da fand, war das deutsche Bier. Ja, habe ich da. Ach, Quatsch. Ich habe Jute Stauder habe ich importiert, ne? Oh. Ja, das sagt mir jetzt persönlich nichts. Ich kenne nur, glaube ich, 3 Bier. Hallo, Herr Weiß. Hallo Herr Knussmann, wollen Sie mitkommen? Ja, ich komme mit. Die Herren, es war mir eine Freude, ne? Kommen Sie gut an und dann besuchen Sie mir einfach mal eine Wurstpumpe, ne? Gerne, ja, genau, gerne. Dito. Schönen Abend. Tag. Schönen Abend, die Herren. Tschüss. Hallo Herr Carsten. Hallo. So, kommen Sie auch mit? Schön. Ja, Bruno, dann gehen wir mal, ne? Ja. Gucken wir, wie wir hinkommen. Let's go. Knussmann ist ja echt ein netter Typ. Aber ich glaube, ich werde beim DOL auch irgendwie den Ausweis brauchen. Befürchte ich fast. Das werden wir dann herausfinden, aber so oder so brauchst du ja für eine Wohnung, musst du zum DOL. Okay, stimmt, ja. Ja. Boah, guck mal, die Bauarbeiter, ist da alle mit Oberkörper frei, das kann doch nicht wahr sein. Oh Gott. Wenn hier eine Lady langläuft, da pfeifen sie bestimmt auch alle. Ja, da rutschst du nachher aus. Wer war das hier? Resources da? Die haben jetzt eine Anzeige gestartet wegen Nötigung. Weil sie angeblich sagen, ohne... Wenn ich jetzt vorher etwas reingeschnurrt habe und mich wieder gemutet habe. Ups. Ja, Item. Wir kumpen jetzt nochmal schnell ein bisschen. Hier kommt nichts, hier kommt... Und hier, sobald ich mal wieder Zeit habe. Da schnurrt wieder mit dem anderen Anwalt. Das ist nochmal zusammengefasst. Ja. Ob die Typen... Genau, da erzählt mir, dass er irgendwelche komischen Typen, die er fahren hat, getroffen. Entschuldigung, ja, ich bin gestolpert. Okay. Ich muss die Herren nochmal kurz was fragen, warte. Entschuldigen die Herren. Oh, hoppla. Entschuldigung, ja, ich bin gestolpert. Okay, kann passieren. Alles gut. Guten Tag, guten Abend. Oh Gott. So. Ja, da fragt er, wo sie Kleider gekauft haben. Und... Ja, bitte. Ja. James, ich gehe mal kurz um die Ecke. Ich komme gleich wieder, ne? Ja, mach das mal. Bis gleich.
So. Und das ist es jetzt auch gewesen. Für eine erste Stelle. Für heute, genau, dann habe ich mich dann neu eingeloggt und zwischen noch die Einstellungen geändert und dann ist der Shop plötzlich auch wieder gegangen, glaube ich. Auf jeden Fall sage ich merci viel mal, hast du dir das Video reingezogen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir unbedingt gerne mal ein Like da. Wenn nicht, darfst du gerne disliken. Schreib in die Kommentare, wie es dir gefallen hat. Folgt mir auf Twitch, twitch.tv/djtimochi. Es wird jetzt dann noch einen zweiten Teil von der Einreise geben. Da muss ich auch noch so ein bisschen zusammenfassen, muss ich noch schauen, wie ich es mache, weil dort funktioniert ja eigentlich alles. Vielleicht lade ich das so einfach als Ganzes auf. Das war auf jeden Fall der erste Teil gewesen und ich hoffe, ich habe das einigermaßen okay für euch können zusammenfassen und das Problem mit dem Mikrofon können lösen. Sorry nochmal an dieser Stelle. Ich habe jetzt 3 Stunden 18 auf die fast 2 Stunden können kürzen. Immerhin. Auf jeden Fall, merci viel mal für euren Support. Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt, wäre ein Träumchen. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich, Timochi. Lucky V. Oh. Bruno Moser. Schreibt mal in die Kommentare Hashtag Bruno Moser. DJ Bruno Moser, Mann. Oder der Bruno Moser braucht eigentlich noch einen DJ-Namen. Den könnt ihr eigentlich rauslesen. Weil das hat noch keiner gefragt bis jetzt, glaube ich, wie ich den als DJ heisse. Aber vielleicht heisse ich einfach Bruno Moser. Ich weiß nicht. Mal schauen. Okay. Bis gleich. Vom Timochi auf Lucky V. Ciao.